Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast, zu unserem allseits beliebten Format, den Vorlex, und zwar den Vorlex für den Monat November. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe noch den Kani dabei. Kani, servus und habe die Ehre. Ja, grüß Gott. Schön, dass ich mitmachen darf. Ja, natürlich. Und in der rechten Ecke der Corby. Servus und habe die Ehre, Corby. Hallo, ihr habt bestimmt Dinge gesehen, die ich noch nicht gesehen habe, und das bereue ich jetzt schon. Wir haben in die Untiefen geblickt und das Böse hat zurückgeblickt. Das war echt Dinge, das ist unglaublich, was ich gesehen habe. Schaffen wir das alles spoilerfrei, weil davor habe ich echt große Angst. Ja gut, du hast jetzt vorhin schon gesagt beim Vorgespräch, du hast Predator noch nicht gesehen und den werde ich jetzt halt vorher spoilern. Da machen wir jetzt genauso einen Spoiler-Kasala wie ich in der letzten Folge mit Welcome to Derry Folge 1, oder? Das wäre im Nachhinein wieder bewusst worden, dass ich gedacht habe, halt so Warleck, eigentlich ist das sogar ein Warleck, wie unverschämt, dass ich diese Folge hergespoilert habe, ohne drüber nachzudenken, einfach alles ausgeballert, was in der Folge passiert ist. Aber hat sich einer beschwert? Ich hab Hassmails ohne Ende gekriegt. Ein riesiger Shitstorm ist im Internet. Hast du auf der Bildzeitung nicht gelesen? Nein. Das war Bild Plus. Das muss zahlen, das wirst du nicht haben. Gell? 0. Das wirst du nicht haben. Aber eigentlich das schon mehr war leck, was ich da eigentlich für eine unverschämte Spoilersau war. Vorher Mike sein Part übernommen. Normal ist er der Spoiler-King. Ja, also deswegen wollte ich gleich vorab sagen, okay, ich habe tatsächlich Predator noch nicht gesehen. Also habt ihr ein bisschen Mitleid mit mir. Das wäre schon nett. Vor allem, ich fange jetzt mal an mit meiner geilen Geschichte zu Predator, Vorgeschichte. Und zwar, ich sitze da im Kino mit meinem User-Date am Franz, die Grüße gehen raus. Franzi. Und ich denk mir so, der Film geht los und der ist nur in Yautja-Sprache quasi, in der Sprache der Predator. Und ich denk mir so, okay, keine Untertitel, kein deutscher Ton. Wird schon noch werden, vor allem dann, wenn Ellie Fanning kommt, dann wird das schon hinhauen, weil die hat dann bestimmt, weil sie ja Android ist, die hat bestimmt so eine Fähigkeit, dass sie die Yautja-Sprache für uns hörbar machen kann. Aber nein! Die haben quasi, der Film hat 80% Untertitel und wir haben ihn zu 100% ohne Untertitel gesehen. Hä? Den ganzen Film keine Untertitel? Keine Untertitel, nicht einen. Nicht weißt du, dann praktisch 3/4 von der Hintergrundgeschichte nicht. Richtig, ich habe das jetzt quasi erst rausgekriegt, die Geschichte gleich am Anfang, die ersten 10 Minuten, Vater gegen Sohn. Ich habe nicht gewusst, dass das Vater und Sohn sind. Aber ich habe das trotzdem verstanden. Das Gute ist ja, dass die Dialoge von der Ellie Fanning manchmal so sind, dass er was sagt und sie antwortet dann so drauf, so wie man in der Schule Antworten zu die Textaufgaben macht. Man nimmt einfach die Fragenummer her und tut es als Antwort ummünzen. Das war manchmal nicht verkehrt. Und wie der Film dann gar war, wir haben uns natürlich, weil der Soundtrack ziemlich geil ist, vom Walfisch, der hat uns dann einer auf die Schulter getippt vom Blattlinger Kino und hat gesagt, hey, das tut uns voll leid. Er wollte das alles noch ändern und so, aber er hat eine neue Anlage gekriegt. Und er hat das jetzt quasi, der Film ist gestartet und er hat das nicht mehr ändern können. Und wir haben jetzt Freikarten gekriegt, quasi Golden Ticket. Wir dürfen uns jetzt irgendwo anschauen, egal was und egal ob 3D oder nicht oder sonst was. Wir haben jetzt Golden Ticket. Ja, ich meine, ihr habt das Goldene Ticket für seine Schokoladenfabrik gekriegt. Aber bitte. Der Film war dann trotzdem auf Deutsch. Also hat sie auf Deutsch dann geantwortet oder? Ja. Okay. Ja. Ja, schau, bei dir ist wenigstens nur der Ton weg gewesen. Ich hab mir in Phil Spielberg im Ohne Beitel geschaut. Da war erst einmal, also ich bin dann schon zeitig, weil da war dann schon Werbung und Trailer sind gelaufen und es ist einfach kein Beitel auf der Leinwand. Dann habe ich dem Tom schon geschrieben, hey, wie schaut's aus? Schaut mir den scheiß Projektor ein, schnell. Berührt er sich wieder nicht und bin irgendwann noch mal ausgelaufen, kurz bevor der Film losgeht. Dann steht er unten ganz gemütlich im Foyer und ratscht ganz gemütlich. Und sagt, ach so, das ist Arbeiten oder wie? Sag ich, schön den scheiß Projektor ein, sonst komm ich runter. Und dann hat er gesagt, fuck you, und du hast gesagt, okay, und bist gegangen. Ja, genau, ich habe gesagt, Entschuldigung, wir wollten zu voll laut sein. Dann bin ich gegangen und habe ihm Freikarten für unser Podcast geschenkt. Und dann Aufkleber dazu. Er hat dann, Gott sei Dank, noch bevor der Film losgegangen ist, den Projektor angeschalten. Aber da warten, also so vom Ton her, warten gute Trailer da gewesen.
Okay. Der hat mich ein bisschen geärgert. Aber weißt du, zu welchem Trailer, das er eingeschalten hat? Bei dem letzten Trailer hat er nämlich nur eingeschalten, die letzten paar Sekunden, dass ich unbedingt nur ein paar Sekunden vom Trailer von Avatar 3 sehe. Das war ganz wichtig. Danke dafür, Tom. Voll geil. Cool. Nicht. Super cool, Corby, super cool. Ja, was willst du denn? Ihr habt Badlands nicht einmal gesehen. Selber schuld. Da wärst du aber echt gefreut, es wird richtig übel, wenn am Schluss Fanning und der Predator sterben gleichzeitig. Das ist voll krass. Ja, echt? Ja, richtig übel. Gleichzeitig gleich. Gibt dann auch der Pennywise. Aber, das wirst alles verzeihen in der Folge, was der Pennywise jetzt wieder angestellt hat. Ja, ich spoilere jetzt. Heute habe ich noch schnell die 5. Folge angeschaut. Wir sind jetzt im Mid-Season-Final. Haben wir gedacht, die muss ich noch vor der Aufnahme anschauen, damit ich dann die Folgen 2, 3, 4, 5 spoilern kann. Heute. Sehr gut. Super. Cool. Ja. Eigentlich habe ich da nicht viel zum Sagen zu, also Welcome to Derry hätte ich tatsächlich dabei, nochmal kurz, aber warte mal, ja, aber es geht ja jetzt gerade um Badlands und ihr habt jetzt eure Kinoerlebnisse beschrieben, aber... Ja genau, das wollte man nämlich sagen, dass ich mir das teile mit dem Mike. Ja, du verwirrter alter Mann. Mir interessiert jetzt schon, war er gut oder war er nicht gut? Er war voll super. Ja? Also mir hat er echt voll taugt. Ein richtig geiles Science-Fiction-Abenteuer-Action-Filmchen. Echt schön. Ja, kurzweilig ohne Ende. Wenn jetzt da die Hardliner sagen, voll scheiße, weil der Predator so menschenlieb ist, ist er leider auch nicht. Also, es gibt wieder in dem Film keine Menschen, deswegen auch diese geringe Freigabe. Bei uns nicht, bei uns ist er ab 16 trotzdem. Aber in Amerika mit dem PG-13, es stirbt halt kein Mensch. Auf dem Planeten der Gemma, da haben halt nur Androiden und die werden halt schon aufs Übelste auseinandergenommen und da spritzt halt dann kein rotes Blut, sondern dieses weiße Androidenblut oder Predator-Blut und alles, was dort zerlegt wird, da wird sich nichts geschenkt. Also Predators werden ziemlich brutal umgebracht und die Androiden auch und so. Die anderen Viecher auch von dem Planeten. Ja, es ist schon grimmig. Und auch dieses ganze Worldbuilding ist super, weil dieser Planet der Gemma, da ist ja wirklich alles feindselig. Das ist wie Australien bei uns. Australien ist schlimmer, 100 Pro. Bestimmt. Und das fand ich schon geil. Also das ist wie so Avatar für coole Leute. Das ist, weil der ganze Planet irgendwie cool ist und es erklärt wird. Und bestimmte Sachen werden halt auch nicht erklärt. Ob manche Sachen erklärt worden sind, kann ich da jetzt so nicht sagen. Aber ich habe das rausgezogen, bestimmte Sachen aus dem, was mir gesagt worden ist, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe, wie das alles funktioniert und so. Dieser Ehrenkodex mit die Predator, das ist halt alles, was man bis jetzt auch schon gehabt hat, nur alles ein bisschen erweitert. Und das steht dem Ganzen super. Der Film verholt sich mit überhaupt nichts auf. Der geht los mit Action. Und es gibt wirklich nur ein paar so kurze Momente, wo einmal so klassisch am Lagerfeuer, abenteuermäßig, wo es dann mal so da sitzen und vielleicht einmal ein bisschen zum Ratschen kommen. Aber dann ist eigentlich hauptsächlich Worldbuilding, Action, Überlebenskampf. Ich war total überrascht und begeistert, muss ich sagen. Ich bin da raus und habe gesagt, wow, bitte Trachtenberg, gern mehr davon. Bitte gern. Ach, schön. Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es schon eventuell gar nicht so gut werden könnte, eben wegen der Freigabe. Ja. Aber so wie du gerade wieder davon schwärmst, wobei, du schwärmst ganz oft vom Film und dann schaut man sich die an und denkt sich, warum hat jetzt der so geschwärmt? Ich gesehen, du hast ein Ding geschaut, oder? Caddo Lake, oder? Oder wie der geheißen? Nicht. Ja, Caddo Lake, das ist schon ewig her, aber ich habe bei The Taking of Deborah Logan geschaut. Ja. Ja, also Kim, bitte, du hast das letzte Mal gesagt, der gruseligste Film aller Zeit. Der war voll gruselig. Und oh mein Gott, von vor bis hinten spannend und du warst ich hab mich so gelangweilt. Also es war belanglos ohne Ende. Geh doch du Scheißen. Wahnsinn, Corby. Ich bin eigentlich schon wieder Vierte. Ja, mir klang's auch schon wieder. Schmeiß mal raus, machen wir 2 Folgen, oder? Ja, bitte. Ja, weil ich bin auch bei dir. Also Badlands war schon Daumen hoch hier. Ja, echt schön. Und vor allem, was auch gefreut hat, dass die Effekte, haben zwar ab und zu einen Durchhänger, aber sie waren überwiegend wirklich super gute Effekte. Ja. Vor allem halt auch Steigerung zu Prey, weil da waren ja meine die Tiere, die er da gejagt hat, so ekelhaft kreislig. Ich habe mir Prey jetzt vor kurzem noch mal angeschaut, eben weil ich war jetzt wegen so im Predator-Mode und wollte wieder wegen mehr von der ganzen Welt. Und es ist schon so bei Prey, aber ich muss jetzt auch sagen, für das Budget, was der gehabt hat, und für das, dass man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt kein Tierleid in Kauf, dann nehme ich lieber Kack-CGI in Kauf. Also es ist durchwachsen, aber man kann es schauen. Ja, also, das ist nicht so dramatisch, das stimmt schon. Und natürlich besser als echte Viecher da irgendwie zu legen. Aber man kann es ja schöner machen.
Ja, aber wie gesagt, Budget. Da haben wir wieder beim Budget. Und Ja, Arboretum, der hat auch kein Budget gehabt und hat hervorragend CGI Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist ja ganz was anderes, ob du irgendein Lebewesen machst oder ob du irgendwie was anderes Irgendwas so findest. Das andere war auch ein Lebewesen. Fantasie-Lebewesen, aber war ein Lebewesen. Ich runzel Nein, noch das mit der war Stirn, kein- Leute, sehen jetzt nicht Nein, schnell, aber... das ist Moment sauber. einmal, bei Arboretum war das kein Lebewesen. Nein, Ja, das ein war Fantasy-Lebewesen. Das war doch die auf dem Ja, da war doch Raumschiff. dieses. Nein, das war der andere von dem, jetzt weiß ich seinen Namen zwar nicht mehr, der im Hardline gelaufen ist, wo der eine Bur dann im Wald dieses. Ich glaube, dieses dass der Mike den gar nicht gesehen gesehen hat. Ach, Ich den glaub, habe ich im das der- Nachhinein noch gesehen. Ja, Aber es vergleicht jetzt jetzt halt, wirklich das mit dem. Ja, weil Der du sagst Kanye hat das Budget, gemacht. weil du sagst Budget, und dann sage ich, ja, Arboretum, der 10.000 Ja, aber ob ich Euro kostet. fiktionales Gestalt mache oder ob ich fotorealistisch Pelz und Wasser oder Feuer oder sonst irgendwas dastehe, glaube ich, ist schon nochmal was Ja, anderes. fotorealistisch war sie nicht, das ist das Problem. Das war ja Mortal Kombat Zwischensequenz, Qualität. Naja. Auf jeden Fall von meiner Seite her Empfehlung und vielleicht ist er sogar unter meine Top 10 des Jahres, weil es war wirklich einer von den Filmen, die mich nicht loslassen haben, auch nach dem Kinobesuch. Und ich habe so viel drüber nachgedacht und desto mehr über den Film nachgedacht habe irgendwie, Was haben die da gesagt? desto Was haben die mehr- gesagt? das war gar Na. Mensch, mit Untertitel war das eine Sache. Was ist denn das für ein Kackfilm? Das sagt da gar nichts, ey. weil ich bin ja eigentlich mit null Erwartungen rein. Durch diesen Trailer und so und hin und her haben wir gedacht, ja, schauen wir mal, was wird. Ich war eigentlich für alles offen. Und dann habe ich das gekriegt und war dann total begeistert, obwohl ich nichts verstanden habe. Jetzt stellt sich mir vor, ich verstehe jetzt dann noch, um was das geht. Das war Dann ja gibt's den Wahnsinn. 2-Sterne-Abzug. Meinst Die Story ist so dumm. Lass mich raten, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, Ja, genau. Der aber die nicht so verliebt richtig sich in Fahrt kommt. Der verliebt sich in die Elle Fanning, aber es funktioniert dann nicht, weil es keine Füße hat. Und dann ist das voll dramatisch. das Wesentliche ist weg, hat er gesagt. Das Ja, ist genau. problematisch. Das einzige Teil, für das ihr Frauen brauchbar Satz lauten Söder, ist leider nicht da und deswegen wird das nichts mit uns. Und deswegen ist er so wütend und metzelt sie durch den kompletten Planeten. Ganz ja, genau. er metzelt sich eigentlich nicht, er ist einfach nur bei der Verteidigung großteils und er hat eine Mission auf dem Planeten, die er erfüllen will, weil er in Ungnade gefallen ist, da sage ich jetzt aber nicht, was das ist und er nutzt halt die Umgebung auch dementsprechend und so und das fand ich jetzt so stark. Das fand ich, also ich habe schon von vielen gehört, dass alles so zahm ist und hin und her. Gut, kein Predator-Film war bis jetzt ja die große Splattergranate, außer vielleicht dieser The Predator oder Predator Upgrade. Aber so war halt alles irgendwie so im moderaten Rahmen. Es waren nie Splatterfilme. Und wie gesagt, er ist weder menschenlieb noch sonst was. Er nimmt ja sie auch nur mit, weil er sagt, sie ist ein Werkzeug und kein Mensch. Sie verbündet sich nicht mit ihm, er kann sie als Werkzeug hernehmen. Man sagt ja, okay, unter den Voraussetzungen können wir das machen. Aber er verrät weder sein Kodex noch sonst was. Also es ist alles regelkonform. Schön. Ja, und er ist ja auch weil du sagst, er selber jagt ja nicht großartig, er wird ja meistens gejagt auf dem Planeten. Und er geht mit denen Viecher ja auch nicht handsam um. Es ist ja nicht so, dass er die Viecher dann totstreichelt, sondern die werden dann in der Mitte zerteilt und so. Der wird dann schon zerhackstückelt ordentlich. Gott, wird das ein geiler Film. Ja, was wie so ein kleines dreijähriges Kind das erste Mal ein kleiner Hasen in der Hand hat und sagt, oh, das ist so lieb, das Viech, ich muss so fest drucken. Und dann formiert sich die Hosen nicht mehr, weil er so stark druckt hat. Predator Zoo. Und dann genau. schaut man Predator zu, wie er versucht, einen Zoo aufzubauen und dabei sterben halt leider alle Tiere. Weißt, fest streicheln. Ja. Na, also Empfehlung, man soll vielleicht ein bisschen offen sein für Neues und den Kopf vielleicht ein bisschen aus dem Arsch ziehen, dann hat man auch seinen Spaß. Und wenn einer sagt, hey, mit dem komme ich nicht klar, dann hat er, weiß ich nicht, 7 andere Predator-Filme, die er sich anschauen kann. Grüße gehen raus am Idioten. Warum? Ja, habe ich schon wieder abgeliefert, weil er ist da so voreingenommen. Dann sage ich, ja gut, du bist ja jetzt da, glaube ich, fast 50 geworden Ja, und dein der Alter ist mal ein wenig der ist engständiger, da saualt. kann man nicht mehr. Das ist Das saualt. ist echt, ja. Ja, der hat jetzt erst Geburtstag gehabt, also nochmal herzliche Glückwünsche, aber der ist echt scheiße. Wir haben ihn schon stützen müssen beim Gehen und so. Du warst sogar am Geburtstag eingeladen, habe ich gesehen. Beim Brodeln schnell, ja. Aber wie ich dann gemerkt habe, wie alt das eigentlich ist, habe ich das Essen ausgespuckt und bin gegangen. Okay. Weil das widert mich an. Hat's bei den Tafeln was gegeben, oder? Ja, freilich. Wow, Alter. Auf jeden Fall habe ich ja, wie gesagt, ein paar so Predator-Filme mir nochmal angeschaut und zwar auch diesen AVPR, Alien vs. Predator 2, den jeder hasst. Requiem, oder was? Requiem, ja.
Also den hasst dann jeder. schon mengen, aber man sagt eigentlich nicht viel von dem Film. Also ich habe die Century 3 Edition mit dem Director's Cut und was weiß ich. Und das ist den in silbernen Schuber, ja, oder? es hält sich in Grenzen. Also es gibt wirklich bestimmte Passagen, da ist wirklich verdammt finster. Aber sagt's mir nicht besser. Der Film hat ein Problem nur und das sind die Menschen und der Rest ist wirklich Wahnsinn. Also sobald die Action losgeht und der Film geht ja schon mit Action los, es ist toll. Auch der Wolf, dieser Predator, dieser Einzelne, der da kämpft gegen dieses Predalien und gegen diese Aliens, die da diese Stadt angreifen oder dieses Dorf da und so. Das ist cool. Und vor allem auch bei dem neuen Predator, wenn es wieder heißt, so, okay, sie jung, alle allein, sie haben nie im Rudel. Dann haben wir noch gedacht, ja, okay, dann ich erkläre jetzt das zum Beispiel auch, warum dieser Wolf in AVP 2 allein sie auf die Erde aufmacht und keine Verstärkung dabei hat zum Beispiel. Das haben wir dann so gedacht. Ach, du redest vom zweiten Teil, du redest nicht vom ersten. Nein. Ach so. Ja, AVPR. Wer sind da alle diese Leute, die den ersten hassen? Was ist los mit euch? Ja, Oli, also ich uns in einem Raum. Ich habe jetzt halt extrem viel, mir einfach wieder mal in dieses Predator-Universum wieder mal ein bisschen eingelesen und auch mir ein, zwei Podcasts gehört oder ein paar so Letterboxd-Bewertungen gelesen. Und der zweite, die kommt wirklich oberbeschissen weg. Und ja, bei der zweite, die bauen doch da Sachen auf, die halt dann nie wieder aufgegriffen werden, weil sie ja keinen dritten mehr gemacht haben. Ja, zum Beispiel. Aber das schmälert ja den Spaß nicht an dem Film, weil es ist ja nur diese Laserkanone, die quasi am Schluss gefunden wird vom Predator. Mehr ist ja nicht. Der Rest ist ja quasi zerstört, dieses Dorf. Stell dir vor, Herr der Ringe und die zwei Türme wäre der letzte Teil gewesen. Ja, aber dann war er ungefähr nicht, der zweite. Das war ungefähr so ist dann das. War Herr der Ringe am besten geendet quasi. Das war auch nicht schlecht gewesen. What? Nein, what? also für mich war das schon, hat das passt. Also ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber ja, saugeile Action, ist verdammt blutig. Diese geile Szene, wenn dieser Predator diesen komischen Wurfstern da hat, dieses Riesending und feiert das im Krankenhaus durch diesen Gang und trifft die Blonde, die wo man eigentlich meint, das ist die Überlebende im Film und hackt die quasi voll von der Mitte auseinander, pinnt die zuerst an die Wand und dann bricht die von der Mitte auseinander und so. Also das war schon schön. Also da habe ich schon geschmunzelt. Na, also, wie gesagt, mit Abstriche, aber war ein cooler Actionfilm. Hat auch wieder die gute Hälfte verloren, praktisch. Ja, genau. Oh Gott. Eben, ja. Das zieht sich irgendwie durchs Predator-Universum, dass Frauen immer die gute Hälfte verlieren. Corby, was hast denn du noch alles gesehen? Boah, ich mache jetzt voll den krassen Kontrast. Ich hab mal The Holdovers angeschaut. Habt ihr den schon mal am Ich Schirm habe nur noch gehabt? 10 Minuten abgebrochen, weil ich ins Bett haben müssen, aus Gründen, ne? Aber ich möchte jetzt ganz gerne wissen, was du sagst. Nein, krankheitsbedingt. Schade. Alles Gute. Also, The Holdovers ist ein Film von Alexander Payne und der ist 2023 rausgekommen, hat auch, glaube ich, mindestens einen Oscar abgestaubt. Hey. Und es geht, ja, schon, gell? Es geht um ein Internat kurz vor den Weihnachtsferien und die ganzen Schüler, die sind schon total aufgeregt, weil die dürfen endlich nach Hause und aufhören zu pauken und ein Lehrer ist nur da, der Paul Hunham, gespielt von Paul Giamatti. Den kennen wir alle natürlich aus Hangover 2. Andere Filme bestimmt auch, aber da kennt er her. Und der wird dazu verdonnert, dass er auf die praktisch zurückgebliebenen, auf die die Überbleibsel, daher auch die Holdovers, aufpassen muss, weil nicht alle sind von ihren Eltern erwünscht über Weihnachten, sondern sie sollen im Internat gefälligst drin bleiben und weiter lernen. Also es ist eine sehr spaßige Tragikkomödie und es ist, glaube ich, einer jetzt meiner ab sofort besten Weihnachtsfilme, die ich mir ab sofort jährlich angucken werde, weil das Ding hat echt Spaß gemacht. Was echt beeindruckend ist, wo er gleich noch mehr sich in mein Herz geschlichen hat, ist, wenn du dir den Film anschaust, dann glaubst du echt, das Ding ist aus den 70er. Mhm. Und so wie die das aufgebaut haben, der Schnitt, die Credits, die Musik, alles drum und dran, das ist so krass, wie gut die das gemacht haben. Wo ich mir denke, okay, der Film hätte locker mal alle Oscars abräumen können. Auch für Animation, wenn es ist. Okay, so gut gleich. Und beste Doku.
Er hat mich echt tierisch unterhalten und ich habe nichts erwartet und habe alles bekommen. Super. Cool. Aber ist er dann richtig lustig? Also Ja. so und dramatisch ist er. Ja, weil also bei dem einen oder anderen Schicksal ist es schon traurig, wenn man halt dann merkt, okay, die Eltern haben wirklich einfach keinen Bock auf ihr Kind und sagen halt dann, ja, mir doch scheißegal, bleib doch über Weihnachten und Neujahr einfach in dem Drecks-Internat. Also so habe ich das interpretiert. Da gibt's halt dann ein paar Schicksale, die dann schon traurig sind, aber überwiegend ist es sehr lustig. Es passieren sehr lustige Sachen und ja, es ist einfach mal ein neuer Weihnachtsfilm, der wirklich super gut ist. Schön. Also seit Schöne Bescherung endlich mal wieder ein guter Weihnachtsfilm. Okay. Nicht ganz so lustig. Also da hat Schöne Bescherung schon natürlich immer noch. Okay. Das Scheißhaus wie Finster voller, oder? Ja, genau. Ja. Also hat immer nur einen ganz besonderen Platz, aber der ist echt empfehlenswert. Also Schön. mir ganz, ganz viel Bock gemacht. Muss ich doch nicht durchziehen, schon, ja. Ja, genau. Sehr schön. Und ich habe mir die Woche, den habe ich zwar jetzt nicht wirklich dabei, also ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe mir jetzt den von dir empfohlenen Weihnachtsfilm angeschaut, Mike. Ein Ticket für 2. Oh, leck mich am Arsch. Und? Ich habe wirklich bei ein paar Stellen sehr laut auflachen müssen und gedacht, okay, ich verstehe, warum der Mike den mag. Das ist die beste Komödie aller Zeiten. Hallo, wo sie auf der Autobahn unterwegs sind und die anderen einer vermitteln wollen, dass sie auf der falschen Spur fahren. Und dann schimpfen sie zwei einfach nur über die anderen. Ja, solche Idioten. Ja, das ist geil. Ja. Schön. Eigentlich geht er als Thanksgiving-Film im Endeffekt auch durch, gell? Es ist ja Thanksgiving. Eigentlich schon, ja. Aber er ist sehr weihnachtlich. Ja, ich glaube, du hast immer in der Weihnachtsfolge drüber gesprochen, oder? Wo Alex Weihnachten rum. Irgendwie, ja. Ja. Sehr schön. Ja, schon. Kani, du schaust zu traurig. Du kannst weder bei den Holdovers mitreden, nur bei ein Ticket für 2. Ja, Holdovers hat mir an Mike erinnert, dass ich daheim nicht erwünscht spiele und über die Ferien in der Schule gesperrt bin. Ja. Nein, nicht einmal aber nur, weil sie vergessen haben, oder? Nicht einmal in Internat, sondern haben einfach in der Schule eingesperrt, in der Turnhalle, in der Realschule. Echt jetzt? Ist das passiert? Ja, 2 Wochen bin ich jetzt Jahr drinnen gewesen. 2 Wochen bin ich jetzt Jahr drinnen gewesen. Ja, das war immer ganz ein komischer Zufall. Also, ich kosten kann, ich komm noch mit zurück und dann ist dir zugefallen hinter mir. Irgendwann bist du einfach freiwillig immer reingegangen, ja, oder? Ich bin gerade rausgegangen. Ist wieder Weihnachten, ja gut. Das war mir dann wieder. Irgendwann war es mir zu blöd, und das bleibst einfach sitzen. Ja. Ja, Welcome to Derry, heute weiter spoilern. Also es stirbt folgendermaßen der und der. Da wollte ich gerade mal, das ist wie bei Teil 2, dieses CGI ist so nervig. Ich finde die Serie echt voll geil. Ich glaube, bisher sogar 10 von 10 geben, wenn dieses CGI nicht da war. Weil da waren echt richtig atmosphärisch stimmungsvolle Situationen und Szenerien. Und dann kommt einfach der CGI-Hammer so richtig in die Fresse, was du sagst, ja, jetzt schwingt es halt dann von gruseliger Horror in Terror was ja auch irgendwie okay ist, aber mit dem CGI schaut es halt einfach nicht geil aus. Da sind ein paar Sachen dabei, wo du sagst, ach, warum muss denn das jetzt unbedingt sein? Es war so viel noch besser. Aber ja, der Muschetti liebt anscheinend sein durchwachsenes CGI, wie man bei It 2 und bei Flash und jetzt bei Welcome to Derry gesehen haben. Ich glaube, dass das eine Vorgabe vom Stephen King ist. Ja, ich glaube, dass der sagt, hey, nicht, dass die Leute ausflippen, weil es meinen, das ist alles echt. Das ist nur aus meinem Geist aus. Ein Buch von mir verfilmen, dann bitte nur mit durchwachsenem CGI. Ja, aber das verstehe ich nicht. Also wenn ist das eine HBO-Serie oder was, oder? Ich meine schon, ja. Ja, was soll das? Was soll das? Kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder was? Dann sagen wir, okay, dann sparen wir uns die Kohle mit dem CGI und dann, also. Da warten wir, weil es sind nämlich echt Sachen dabei, wo du sagst, warum diese CGI? Das hätte man echt, glaube ich, das hätte man hundertprozentig relativ einfach mit Practical Effects hinkriegen können. Aber nein, lieber CGI hergeschissen. Das ist wie die CGI-Kur in Resident Evil Welcome to Raccoon City, oder? Ja, am Schluss. So ungefähr. Die hat's auch noch gebraucht. Die war wichtig, ja, die hat viel zur Stimmung bei. Aber ansonsten. Aber vielleicht hat's ja einen ganz anderen Hintergrund und das macht halt irgendwie junger, entfernter Verwandter von ihrem
Umsonst? Im Ostblock irgendwo. Der es nicht kann. Mit einem C64. Ja, aber er wird sich dann denken, ja, okay, bevor der kleine Tim seine CGI in der Schule abgibt, dann... Seine verkrüppelten Eltern nicht ernähren kann, lasse ich ihm halt Effekte für Welcome to Derry machen. Oh Gott, ich hoffe, er heißt Tiny Tim. Den Spitznamen hat er, weil seine Eltern kleinwüchsig sind. Nicht er, sondern seine Eltern. Ja, sehr schade, sehr schade. Aber ansonsten wirklich sehr gute Serie. Also ich finde, ja brutale Ideen und sie ist halt wirklich auch gnadenlos mit den Kindern. Also da, wo du da denkst, ja, der Film war schon teilweise übel, sind die S-Filme echt mit der Handbremse ohne Gang an das Thema, weil bei Welcome to Derry, wie gesagt, da ist dem das scheißegal, was das für ein Kind ist. Da wird gemetzelt und zerrissen und Augen ausgeschnitten und was weiß ich. Also hier ist Achterbahn angesagt. Keine Gnade wird da. Und auch wenn es dann Bill Skarsgård wieder als Pennywise sext, er macht's wieder richtig geil, er ist wieder richtig bass. Super geile Ideen drinnen, also diese Verknüpfung jetzt mit dem Halloran oder Dick Halloran heißt der von Shining, dass der da dabei mit reinkommt und so Querverweise auf Shawshank, auf das Gefängnis. Neue Gäbse war dabei, ist mir jetzt leider entfallen. Nur eine Geschichte ist vom Stephen King ist erwähnt worden. Also es ist Hand und Fuß, es ist echt schön durchdacht, die ganze Umgebung, die Figuren sind ganz nett. Sie kommen zwar, finde ich jetzt nicht, die Kinder kommen nicht an die Gruppendynamik und an die Sympathie von die Filmkinder. Ja, wenn sie immer wieder sterben und dann wieder reinkommen müssen, dann kannst du natürlich keine Nein, so schlimm ist nicht. Okay. So schlimm ist nicht. Man hat dann schon ein paar feste Kinder da, die da bleiben, aber finde ich jetzt, da sind zwei dabei, die finde ich sau sympathisch, die restlichen nicht so. Aber im Großen und Ganzen finde ich, macht mir echt Spaß, die Serie zum Anschauen, weil es wirklich geile Ideen mit dabei hat, das Ganze cool und sinnhaft erweitert, auch vom Bierchen jetzt viel mit einnimmt. Wenn man das Bier gelesen hat, dann findet man sich auch in ganz vielen Dingen, wo man sagt, schau her, es war doch nicht umsonst, dass ich durch die 1350 Seiten gelesen habe. Ich hoffe immer noch auf die Schildkröte, die das Weltall gekotzt hat, aber lassen wir uns mal überraschen, ob wir die noch kriegen. Da habe ich seit Teil 2 die Hoffnung aufgegeben. Aber mein großes Manko, also an sich ist die Serie für mich ein Warleck, aber diese CGI drinnen nimmt mir immer wieder ganz viel an Horror raus und drum sind die Effekte ein Dreck in einem Warleck. Okay. Wow, das wird schwierig, Bild dazu zu machen. Ja. Cool. Ja, also gibst du da Pennywise, kreislig CGI. Okay, gut. Wo wir gerade bei Stephen King sind. Ich will das einfach vordrängeln, obwohl ich jetzt eigentlich einen Mike aufrufen wollte. Ja, schon, aber thematisch passt. Außer der Mike hat auch was vom Stephen King dabei. Glaube ich nicht. Nope. Jetzt sagst du Nope und später fällt er auf. Doch, stimmt. Ich habe mal von 1998 den Film Der Musterschüler angeschaut. Im Original Abt Pupil, glaube ich, dass man das so ausspricht, keine Ahnung. Von Bryan Singer. Und es geht in dem Film um einen Highschool-Schüler, der entdeckt, dass ein älterer Nachbar in Wirklichkeit ein Nazi-Kriegsverbrecher ist. Das ist der Gandalf, oder? Genau, der Ian McKellen. Ja, der beginnt dann den zu erpressen, weil er hat sich schon in diese ganze Zweiter Weltkriegsthematik und Nazis und so richtig stark eingelesen. Und man hat so das Gefühl, okay, es interessiert ihn voll. Und er erpresst den dann, indem er sagt, okay, also entweder du verzeihst mir jetzt alles, was damals passiert ist, oder ich verpfeife dich sofort und du wanderst in den Knast. Was dann dazu führt, dass er ihn halt dann teilweise ein paar echt krasse Sachen machen lässt. Sehr zu empfehlen. Ich muss aber sagen, schwierig, den irgendwo zu finden. Also ich habe mir hier wieder eine DVD kaufen müssen, importieren und keine Ahnung Importieren auch noch. Warum ist dieser Film nicht verfügbar? Ich verstehe es nicht. Also entweder haben deutsche Streamingdienste ein Riesenproblem damit, irgendwie Nazi-Thematiken, die dann nur vom Stephen King erdacht worden sind, zu zeigen. Aber der Film war bombengut. Also die Botschaft zum Schluss und vor allem der Ian McKellen, den wir alle, der Mike hat es ja eh schon gesagt, als Gandalf kennen oder Magneto, in so einer Rolle, es ist schon echt krass. Spätestens auf Herr der Ringe 2 wissen wir ja, dass er eigentlich ein Nazi ist. Ja. Warum? Weil er der Weiße ist. Ja, weil Gandalf der Weiße. Ja. Ist ja klar dann. Gerne, der Aria ist sein Spitzname in Kreisen. Ja, genau. Der hätte blond sein müssen und blaue Augen haben.
Ja, hat er fast. Oder? Er war halt schon alt, dass Oder er nicht alles. vorher schon weiß worden. Eben. Okay. Dieser Patrick, Oder- wieder Patrick oder- Stewart in Green Room. Ja, genau, Mithrandir, also war eigentlich Myth-Nazi, hat er eigentlich geheißen dann noch. Ja. Also spricht alles dafür. Ian McKellen schon immer gewusst. Kani, du hast den Film wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. No. Ich mache den jetzt nur schmackhafter, weil ich weiß, du bist ein ganz großer Friends-Fan. Ich war bei Nazi schon dabei. Der David Schwimmer spielt da auch noch mit. Der spielt Wer ist nämlich da ein Wer ist der David Vertrauenslehrer. Schwimmer? Wer ist der David Schwimmer? Friends. Ich David hasse Friends. Schwimmer, der Ross, oder? Ja. Genau. Friends ist scheiß unlustiger Scheiß. Jetzt hör doch mal auf! Spielst Was? du? Wir Wir können- können nicht immer mehr, wir natürlich. können nicht immer mehr Hörer verlieren. Was ist denn eigentlich los mit dir? Die Wichser, die Friends lustig finden, die sollen sich ja gerade noch verpissen. Ach, jetzt Ich Kim heute. ich finde Spinnst Friends du? lustig. Ja, Da verpisst voll. euch jetzt zwar auch. Wahnsinn. Jetzt wäre es ein Du Scheiß, hast was sogar soll das ich scheiß verloren Lego, oder, Corby? Du hast sogar das scheiß Lego davon. Ja, da hinten steht's. Hoffentlich beißt du da hinten zusammen das Lego. Geil. Doch, wirklich da. Ja, runterfallen soll es und der Hund soll es zusammenbeißen. Was ist eigentlich los mit dir? Ja, ein Stückel verschluckert, das mag ich nicht, sonst geht's Also das ihm ist schlecht, jetzt auch aber nochmal zusammenbeißen. wo ein Leck von mir, dass der Kani Friends nicht versteht. Das Du hast also, einfach, Friends ja, okay, ist so schlimm, dass ja, sie okay, der du andere hast sogar mit der wahrscheinlich auch nicht einfach Ketaminüberdosis solche gekriegt normalen hat, Freunde, wegen dass dem es mal Scheiß. lustig ist. Was ist eigentlich los? Sie fixe. Ich finde das auch sehr folge lustig. Das, vor allem, das Ich kann man folge halt jetzt auch, gleich obwohl mit. es 90er ist, kann man das halt auch noch total anschauen. Heute auch. Ja, das ist super. Das hat man Doch. früher schon nicht anschauen können. Wahnsinn. So ein Scheißdreck. Mike, schnell mach weiter, sonst rege ich mich nur noch weiter auf. Ich habe einen Film zugeschickt gekriegt, den wo wollte ich eigentlich gar nicht, von der Push Media Group, und zwar Buzzhard. Der ist auf einmal im Postkastel gelegen und ich denke mir nach, die Mail habe ich gesehen, habe mir Die gedacht, Verlassungsklage ist raus. ich weiß nicht, ob dieser Film für mich ist, und habe die Mail gelöscht. Und 3 Tage später liegt das Ding bei mir im Postkastel. Und ich habe nichts besser zum tun, dass ich mir den anschaue. Und ja, ich war positiv überrascht von dem Ding. Die Geschichte ist so, dass die Mary einen jungen Mann kennenlernt, wo es ein wenig so eine Massage gibt mit fast Happy End. Ihr wisst, was ich meine. Und im Gegenzug sagt sie zu ihm so, hey, wie schaut's Ja, aus? fast Happy End, das wisst, was ich, na, verstehe wirklich nicht. Ja, sie gelangt ihm halt an die Nudel hier, aber es kommt nicht bis zum Schluss. Ach so, also ein bisschen anspitzen Ja, und dann. fast Happy End. Ach so, vor allem Und dann hat's wahrscheinlich gesagt, und jetzt 60 Euro bitte. Ja. Normal werden Genau. 80. 60 Mäuse. Und dann sagt jetzt sie, ja, hey, wie schaut's aus, wenn du am Wochenende nichts vorhast? Magst du vielleicht mit mir mitfahren zu meinen Eltern? Ich darf die vorstellen als mein Freund. Die haben voll lästig, die zwei, und die hat die ganze Zeit irgendwie dahinter, dass ich jemanden kennenlerne und hin und her. Und wenn ich jetzt zu denen hinfahre, dann darf ich die einfach vorstellen, verbringen wir das Wochenende da dort, und dann fahren wir wieder heim und dann können wir wieder unsere Wege gehen. Dann sagt er, also gute Haut, und sagt, was, das macht man. Ich fahre da mit, das macht man. Dabei stellt sich quasi raus, dass die Eltern brutal an der Klatsche haben. Ganz brutal. Man sieht das am Anfang schon, wenn der Vorspann läuft, dass da mit Tiere ganz obskure Experimente gemacht worden sind, da wo ich Zu gemeint Tode streicheln. ja, genau. Predator Badlands 2. Das stimmt wirklich. Also woher weißt denn du das? Er hat's doch vorhin erzählt, mit die Predator streicheln die Tiere zu Tode. Ach so, na, da ist wirklich so. Also, schaut, ich mag jetzt nicht, ja, nein, ja. Es werden quasi junge Affen in einem Käfig, 2 Varianten zur Auswahl gestellt. Entweder sie klammern sie an so eine Art Stofftier und werden aber nicht mit Nahrung versorgt, oder sie klammern sie an irgendein Gestell, wo aber Nahrung kommt und sie hätten was zum Fressen. Und die Affen entscheiden sich quasi immer, die Affenbabys entscheiden sich immer für diese Stoffpuppe und sterben dann an Unterernährung. Genau. Und solche Experimente haben da diese Eltern gemacht. Und was fällt den Eltern nicht auch noch anders ein? Vielleicht haben sie natürlich auch so Experimente auch mit den Mädel gemacht. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall hat dieser junge Herr da dieses Wochenende ganz schöne Probleme, weil die Eltern so dermaßen an einer Klatsche haben und fragen ihn die ganze Zeit irgendwelche ganz seltsame Sachen, bringen einen ganz seltsame, obskure Situationen, und man fühlt sich die ganze Zeit ganz, ganz fehl am Platz und ganz schlecht. Desto weiter der Film fortschreitet, desto unguter wird die Stimmung zwischen den ganzen Parteien. Und ja, das spitzt sich halt dann bis zum Schluss ein wenig so zu. Wem das ein wenig bekannt vorkommt, wie ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt ein bisschen die Vibes vom Yorgos Lanthimos und Dogtooth.
wo auch mit Familienmitgliedern bestimmte Praktiken durchgezogen werden, die dann auf die Psyche von den Kindern sich auswirken und so eine Geschichten. Haben wir jetzt bei dem Film auch. Also der Regisseur ist auch ein Grieche, der hat vorher schon einmal The Last House on the Left gemacht, das Remake hat der gemacht. Der war schon wild. Und ist quasi auch ein Landsmann vom Yorgos Lanthimos. Und der hat jetzt diesen Film da passhart rausgebracht und ich kann ihn von meiner Seite her empfehlen. Das ist ein richtig cooles Ding. Aber er ist jetzt sehr dialoglastig. Aber wenn man sich da auf dieses Kammerspiel und dieses Psychoduell einlassen kann, dann kann man mit dem Film eine richtig coole Zeit haben. Und am Schluss kommt dann quasi dieser Reveal, es wird am Schluss dann aufgeklärt. Und ja, es war teilweise schon bitter. Schon ein bitterer Film. Er kann zwar viel mehr in die Extreme gehen, wie es eben der Lanthimos mit Dogtooth auch gemacht hat. Haben wir jetzt da nicht so gar und die Freigabe ab 16 ist gerechtfertigt, obwohl hinten sogar noch draufsteht, jetzt mal so macht, wenn ich nicht so schlecht sehen darf. Sexualisierte Gewalt, Selbstschädigung und Verletzung steht hinten drauf. Also es wird auch gemäusert, freiwillig, unfreiwillig, wer weiß. Schaut's euch an. Gabi, du lachst die ganze Zeit, was ist denn los? Was amüsiert dich denn so? Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Du hast einen Film von Bush Media bekommen, den du nicht bestellt hast und nicht eigentlich nicht haben wolltest. Ja. Und während man sich den Film anschaut, fühlt man sich richtig schlecht. Ja. Merkst du was? Die Bush Media Group nicht so schlecht, meinst du, oder was? Anscheinend, die haben sich gedacht, jetzt hat er den nicht bestellt. Schickst dir der bayerischen Sau aus, oder? Ja. Das wird eine richtig kreiselige Zeit haben, der Wichser. Na, aber auf jeden Fall danke an der Stelle. Also, wie gesagt, so vom ganzen Ding her war der jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich reue es nicht. Ein wenig lang ist er, 1 Stunde 50. Wenn ich sagen darf, okay, 100 Minuten, 90 Minuten hätte vielleicht auch gelangt. Aber es lohnt sich. Also, es ist ein raffiniertes Ding. War schön. Ein griechischer Film, oder? Ja. Oder ist nur der Regisseur Grieche? Nein, auch griechisch. Also auch der O-Ton ist griechisch. Also irgendwie in Griechenland, da scheinen es ja in den Filmschulen auf jeden Fall einen sehr eigenen Humor und sehr eigenes Genre irgendwie entwickeln zu wollen, oder? Das kann. Aber was ist das, was du erzählt hast, das finde ich schon ziemlich creepy. Ja. Und das von Dogtooth war ja nicht weniger creepy, was du da damals der erzählt war halt hast. noch böser, noch bösartiger, noch hinterlistiger. Also da muss doch für diese jungen griechischen Regisseure irgendwo so ein Professor sein, der sich denkt, nicht ich bringe Filme raus, endlich. Genau, so schaut's aus. Vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt's da direkt so eine Sparte, was heißt Sick and Disturbing. Ja, da bitte einmal einschreiben. Ja, der Neue vom Lanthimos muss ja auch schon wieder ein bisschen abgespaced sein. Der Bogonia, oder? Bogonia, ja. Ja, habe ich auch gehört, dass der wieder recht böse ist. Wieder mit der Emma Stone, oder? Ja. Also ja, Lanthimos, glaube ich, hat's nicht alle. Ich glaube, dass der verrückt ist. In echt. Voll in echt. Ja, und sie macht jetzt zum 3. Mal hintereinander bei so einem Film mit. Ja, und ist wahrscheinlich auch wieder voll knockig. Ja, Knockig ist knockig mit 2G. Knockig. ist ja schon auf dem Poster komplett nackt, oder? Ich weiß es nicht. Na, da glaube ich, sagst du ihren Kopf, oder? Die hat doch Glatzen rasiert und so komisch. Gute Frisur. Glatze. Ah, Platte die Menge. Platte die Dirndl Menge. Hey. Ich habe auch was im Postkasten gehabt, aber ich habe betteln müssen, dass ich es kriege. Okay. King of New York Media Book von Pandastorm. Da hast du betteln müssen. Ja, ich habe gefragt, hey, war cool, wenn du Ach so, du hast anständig gefragt quasi, oder? Ich habe anständig gefragt, ja. Und ich habe gesagt, kann ich bitte ein Mediabook haben, Alter, ich lutsch auf deinen Schwanz, was schon wie bei Hip-Hop hat. Sagst du, das nächste Hardline-Cop bestimmt. Ja, Alter, das kriegen wir schon. Das Ding ist, bei dir kann ich mir das aber leider vorstellen. Ja, so frage ich immer, alle Screener, alles frage ich immer mit, ich lutsch auch deinen Schwanz, egal was für Geschlecht man gegenüber hat. Oh, scheiße. Ja, aber der ist gehabt, den schon gesehen, King of New York. Na, ich weiß nur, dass der Christopher Walken mitspielt und der immer gut ist. Ja, genau, da bin ich schon dabei, weil ich ihn gesehen habe, Christopher Walken, und ich liebe den Kerl, absoluter einer meiner Lieblingsschauspieler. Und auch allgemein eine ziemlich große Armada an bekannte Schauspieler dabei, mit dem Lawrence Fishburne, Wesley Snipes, der Giancarlo Esposito war dabei, Steve Buscemi, aber mit der deutschen Synchro wieder eine andere Stimme, also nicht die man jetzt erkennt, also kannst du dann auf Deutsch nicht anschauen. Wo es mein großes Manko an dem
in Anführungszeichen Film jetzt, das ist die deutsche Synchro, die finde ich ganz schlecht. Also das ist die Original-Synchro aus den 90er, die ist ganz, vom Ton her ganz komisch. Ich hab dann auch noch eine halbe Stunde auf Englisch umgeschalten, weil das, was ich hab, irgendwie genervt. Ansonsten, ja, Pandastorm wieder super geiles, hübsches Mediabook ausgeballert, wie immer. Schön hochwertig, schöne Oberfläche, schönes Cover, informatives Booklet mit drinnen und der Film selber auch von 1990 vom Abel Ferrara. Oh. Cooler Mafia-Film. Es geht halt auch King of New York, es geht darum, er ist der Untergrundchef praktisch in New York und erzählt eine coole Geschichte, wie der Christopher Walken kommt wieder aus dem Knast raus und möchte dann sein Bloodset wieder zurückholen und seine Macht ausbauen. Und macht das schon ziemlich cool, die ganze Sache. Und die anderen Gangs, wie er die dann verrammt, also da hast du mich sowieso immer mit so 80er, 90er Mafia-Filmen, da bin ich immer gern dabei. Also King of New York kann ich nur empfehlen und vor allem auch für Sammler, holt euch das hübsche Mediabook und stellt sich ins Regal rein. Ich mache nur ein kleines Video dazu, dass es erseht, wie unglaublich sexy das ist, dass du eigentlich, dass du sagst, oh, du bist so hübsch, ich möchte zum Essen einladen, bevor ich die aufreiß. Dann könnt ihr euch davon noch ein Bild machen, gell? Schön. Der Abel Ferrara, der hat einen Haufen geile Filme gemacht. Da habe ich jetzt auch noch einen auf der Ding, die Miss 45, die Frau mit der 45er Magnum und so. Also den habe ich auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Den habe ich jetzt nur auf der Liste, aber da der Bad Lieutenant ist von ihm, der war ja auch voll stark. Ich glaube sogar der Thriller Killer ist von ihm, oder? Kann das sein? Ja, der ist auch von ihm, ja. Ja, cooler Typ. Auf alle Fälle, ja. Da bin ich. Vor allem der mit wie hast du gesagt, die Frau mit der 45er Magnum, die möchte ich auch schon lange mal sehen. Den liest man immer überall irgendwie mal, ja. Aber ich habe den noch nie irgendwie in der Hand gehabt, also der war auch auf der Liste. Aber erst einmal King of New York. Wenn's brav bist, wenn's du mich so anbettelst wie ich, Pandastorm anbettelt, dann leihen da mal aus. Okay. Machen wir offscreen dann, off-record. Nein, machen wir jetzt sofort, traust du nicht. Trau mir ja nicht. Dreckschwein. So. Corby, was hast du noch? Ja, ich habe mal den neuesten Film von Paul Thomas Anderson angeschaut. Jetzt habe ich schon gemeint, vom Guillermo del Toro, habe ich jetzt fast gemeint. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch noch drüber reden, oder? Kann sein. Ja. Aber Paul Thomas Anderson, ich glaube, dass ich noch keinen einzigen Film gesehen habe. Echt? Ja. There Will Be Blood auch noch nicht? Leck. Na. Ja, leider noch nie. Ich hab den schon 1000-mal in der Hand gehabt. Da hat's früher bei Release, glaube ich, ein richtig schönes Digipack gegeben. Und nie habe ich ihn mal gekauft, ich Vollidiot. Also, ich habe den letzten Film von ihm vor ein paar Monaten gesehen, ich kann leider den Namen nicht richtig aussprechen, Licorice Pizza. Licorice Pizza. Genau, Gesundheit. Danke. Und Punch Drunk. Der Helge, ja, verstehst du, man als ich Gesundheit. Wahnsinn. Und Punch Drunk Love. Ja, die punch die auch gleich. Es tut mir leid. Mein Gott. Danke, dass du geholfen hast. Ja, bitte. Nein, ich hab mal One Battle After Another geschaut. Oh. Ja. Und er ist auch ein O. Und zwar im positiven Sinne. 162 Minuten und die vergehen wie im Flug, weil der Liu spielt hier mal einen Charakter, der gar nicht so gut zu ihm passt, aber mich sehr stark unterhalten hat. Es geht um die linksextreme Terrorgruppe namens French 75 in Kalifornien. Und da ist die Afroamerikanerin Perfidia, das ist so ein bisschen die Anführerin von dieser Terrorgruppe. Und der weiße Pat Calhoun, gespielt eben vom Leonardo DiCaprio. Und die verlieben sie. Da kommt noch eine Person dazu, gespielt vom Sean Penn. Und zwar der Colonel Stephen J. Lockjaw. Und das ist ein richtiges Arschloch. Und den überfallen sie einmal. Und dabei verliebt er sich auch in die Perfidia. Und dann spielt der Film ein paar Jahre später. Die Perfidia ist in der Zwischenzeit erwischt worden bei einem von den Einsätzen. Hat aber vorher nur ein Kind bekommen. Und er fragt sich jetzt bestimmt, von wem? Von dem Pat oder von dem Sean Penn? Vom Steven. Es geht aber eher dann darum, der Steven möchte in eine Untergrundgruppe aufgenommen werden, die von lauter weißen, verrückten Arschlöchern aus Amerikanern besteht, die halt sagen, okay, da gibt's so das Gerücht, dass du eine schwarze Tochter hast.
das überprüfen wir doch mal. Und er möchte das vorher überprüfen und halt dann sollte sich herausstellen, dass das stimmt, die um die Ecke bringen. Was? Und ja. Und warum ich gesagt habe, dass der Leo da mal einen ganz anderen Charakter spielt, es ist eigentlich ein Action-Thriller, aber der Leo ist so ein richtiger Eingestolperter. Und der stolpert sich durch den ganzen Film und das ist total spaßig. Also deswegen ist es eigentlich irgendwie ein bisschen verrückt, weil es hat sehr viele komödiantische Szenen mit drin, durch das, dass der Leo die halt so spielt. Aber es ist, wie schon gesagt, der Action-Thriller und hat mir saumäßig Spaß gemacht. Ich habe leider nicht im Original gesehen, sondern auf Deutsch, weil im Original soll er anscheinend nur um einiges besser sein. Wie immer, witzig, ja, das deutsche Synchro geht gar nicht. Na, furchtbar. Neben Sean Penn, der auch super geil spielt, ist auch der Benicio del Toro mit dabei. Benicio. Ja, richtig. Gesundheit. Danke. Dieses Mal habe ich es nicht gesagt. Aber mir lag's auf der Zunge. Der Sean Penn muss er gut spielen, der möchte einen neuen Oscar, weil er seinen an Zelensky geschenkt hat. Saublöd. Ja, jetzt muss er sich neu organisieren. Was hat er? Er hat dem Zelensky seinen Oscar doch gegeben, ich glaube, oder also so als Leihgabe, bis der Krieg vorbei ist oder selbst irgendwie. Als Leihgabe, bis der Krieg vorbei ist? Irgend so eine symbolische Übergabe war das und so als, ich weiß auch nicht, was der Zelensky damit tut, so ein Einschmelzen und Kugeln draus machen, keine Ahnung. Auf alle Fälle, weil der hat ja, eine Doku auch da drüben drauf, der Sean Penn, und hat dann Zelensky getroffen und hat ihm dann seinen Oscar geschenkt. Stimmt, weil Sean Penn ist ja dafür bekannt, dass er Kriege beendet. Und dass er so viele Oscars hat, dass er es herschicken kann. Ja, eben. Oder vielleicht soll der Zelensky den zum Zuhören hernehmen, wie der Johnny Cage bei Mortal Kombat. Gut. Also ich muss sagen, ich habe bei dem Film ganz viel so Martin Scorsese-Vibes gehabt. Nicht nur wegen der Länge und wegen dem Leo, sondern insgesamt, weil da halt wirklich ganz viel so Szenen mit dabei waren, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, das ist jetzt perfekt auf die Musik abgestimmt. Wobei, Martin Scorsese ist ja schon so eher dieser popkulturelle Typ. Und dieser Film ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark künstlerisch angehaucht, weil da teilweise 10 Minuten lange oder Viertelstunde lange Musikstücke drin vorkommen, die nur Jazz sind. Praktisch wie die Autofahrten bei Once Upon a Time in Hollywood vom Tarantino, oder? Wo er auch nur eingebaut hat, damit er eine halbe Stunde lang sagen kann, schaut her, was ich für einen tollen Musikgeschmack habe. Lohnt, weil es so ist, nein, ich red wirklich von Jazz. Also ja, der Tarantino hat ja auch kein richtiges Jazz irgendwie verwendet. Aber nein, weil du meinst, dass da so lange Passagen sind, wo es nur die Musik gibt, und bei Once Upon a Time in Hollywood war es ja auch so. Nein, also es sind lauter verschiedene Szenen, aber dieses Musikstück erstreckt sie wirklich über 10 Minuten. Also das ist mir mindestens zweimal aufgefallen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, also gefühlt in jedem anderen Film hätten sie halt jetzt mittlerweile mal wieder das abfaden lassen und mal wieder irgendwie was anderes gemacht. Aber der zelebriert es so, als wenn es irgendwie ein Operstück war oder sowas. Also ich meine, der hat auch so ewig lange Szenerien, in denen dann ein Stück eine halbe Stunde lang gespielt wird. Na. Aber wie schon gesagt, also ich fand den top. Die 161 Minuten sind für mich vergangen wie im Flug. Und super Ding. Ist das schon heraus oder hast du nur im Kino angeschaut? Ich habe nur im Kino gesehen. Aha. Freut mich, wenn es Spaß macht. Schau her, fragt er uns nicht, ob wir mit ihm ins Kino gehen wollen. Arschloch. Fragt mir für unsere Hörer, dass es jetzt ein Herz, wir gehen nicht mehr miteinander ins Kino, so sehr mengen wir uns. Das ist unsere letzte Folge übrigens. Ja, wir hören jetzt auf. Natürlich ist das die letzte Folge, nachdem wir herausgefunden haben, dass der Kanye French scheiße findet. Hallo. Also die Abos freuen, dass der auch davor geht. Das ist mir scheißegal. Ich möchte nochmal unterstreichen, was ich vorher gesagt habe, dass der Matthew Perry so geschämt hat dafür, dass er da mitgemacht hat, dass er sich mit Ketamin umgekriegt hat. Also, Alter, was geht denn eigentlich ab mit dir? Ja, was geht mit denen ab? Treiben wir Menschen den Suizid mit so einem Scheißdreck. Unglaublich. Das ist wie mit euch, es treibt es mir auch fast den Suizid. Ja, aber das gar nicht so schnaufen. Jo, der schnaufe schon. Wahnsinn. Ist jetzt schon wieder da.
Schau dir die CGI-S-Figuren, oh du Grippe, du. Ja, holt mir wenigstens ein bisschen oben. Ja, vor allem, wenn sie das sehen würdet, mit was für einem begeisterten Grinsen er das sagt. Ja, weil uns nur Palme bringen möchte, der Typ. Sonst sitzt er daheim und schaut sich Friends so endlos Schleife. Nein! Und dann von uns, da fegt er jetzt umeinander und daheim Auf keinen Fall. Ja. Ich schwör's auf mein Leben, dass ich Friends nicht alle Folgen gesehen habe. Ja, kein Wunder, weil du es ja nicht verstehst. Ja, das war so. Ja. Oh Mann. Da dachte ich, was? Freunde, was soll das sein, habe ich gesagt. Und dann habe ich ausgeschalten. Aber ausschalten, ich hätte auch beim Film bei uns? ausschalten sollen. Und das ist jetzt eine Warnung an alle. Ein Sterne-Film. Und zwar Straw auf Netflix. Sagt mir gar nichts. Das ist, glaube ich, der dümmste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Verzeih, um was geht's? Jetzt mag ich ihn singen. Jetzt diese, mit den Namen ist ja die Taraji Henson, die auch schon mal einen Oscar gekriegt hat, ist die Shania. Und die ist eine total überforderte Mutter, der an diesem einen Tag so Falling Down-mäßig alles schief geht. Und die ganzen Verstrickungen des Tages führen sie bis in eine Bank. Und in dieser Bank kommt dann das Gerücht auf, dass sie eine Waffe dabei hat und die Bank überfallen möchte. Und dann türmen sie vor der Haustür draus die Polizei und so. Und jeder möchte dann schauen, dass das alles eskalierend gelöst wird. Und das ist halt alles deswegen so Thriller-mäßig, soll das sein. Nur leider ist diese Frau, diese Shania, als so ein dummes Rindviech, dass der Rauch davor geht. Denn die steht wirklich in der Bank drin, fuchtelt mit der Pistole umeinander und dann gehen alle in Deckung. Ja, was ist los? Warum geht's denn alle in Deckung? Was feiere ich denn? Und sie fuchtelt mit der Pistole und schießt in die Luft, gerade dass sie schreit. Und dann heißt es, ja, warum schatzen denn alle so? Ich bin doch nur da, möchte meinen Scheck einlösen, der übrigens vorher Blutspritzer ist. Und dann weißt du, so haben, also, sie ist so komplett rindviech. Dann hat sie in dem Rucksack von ihrem Kind, hat sie das Kind eine Bombe selber bastelt, die aber nur ausschaut wie eine Bombe. Und dann reden die Bankangestellten schon so, hey, mit der Bombe und so. Dann sagt sie, ja, wer hat denn eine Bombe dabei und so? Ja, hätte jemand was gesagt, dass ich da Bombe drin hab, dann hätte man das alles lösen können. Also, die Dialoge in dem Film und dieser Aufbau, das ist so scheiß behindert, dass ich wirklich da gesessen bin und hab so viel lachen müssen, weil ich nicht glauben hab können, wo sie da für eine geronnene Scheiße sehe. Das ist wirklich so krass gewesen, wie schlecht diese Schauspielerin ist, wie schlecht die Rolle ist, wie schlecht alle Leute auf sie reagieren, wie unrealistisch das krass ist. Wahnsinn. Also bitte das Ding nicht anschauen. Straw auf Netflix, bitte nicht. Okay. Aber warum hast du dir den angeschaut? Weil dieser so ein Autounfallfilm ist. Du möchtest das dann doch ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und ich bin selten einer, der dann sagt, ja, dann da man halt aus. Und ich wollte das wirklich nur sehen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da man aus. Also das ist ja wirklich die schlechteste Scheiße überhaupt. Ich gesagt, na, also das ist so obskur. Ich möchte jetzt auch wissen, wie es ausgeht. Und der Schluss schießt alles ab. Das ist dann so ein richtiger Finger in der Butt für einen Zuschauer. Ich schwör's euch, wenn's das durchgehalten habt, bis zum Schluss und sagt diesen Reveal, dann sagt's krass. Krass. Der dauert ja eine Stunde 50 fast. Ja, da möchtest du Netflix nochmal schreiben und sagen, das nächste Monat ist umsonst, weil wir uns diesen Mist geschaut haben. Brutal. Also wer wirklich mal einen Autounfall sehen möchte in filmischer Form, der muss sich Straw anschauen. Aber bitte lasst es. Es ist eine Stunde 50 für den Arsch. Ja, aber voll. Schön, danke für die Warnung. Vor allem, wenn man sich das Poster anschaut, da vermutet man eigentlich irgendwie ein Thriller oder irgendwie sowas. Ja, wollen's auch. Aber das geht komplett schief. Also, wie gesagt, wie da bestimmte Situationen ausgelöst und aufgelöst werden, das ist wirklich, das meinst du, das ist eine Spoof-Komödie. Wenn sie da rumschreit und mit der Pistole rumschießt, dann heißt es ja, warum hat's denn alle so schockiert? Was ist denn los? Ich möchte doch nur meinen Check einlösen. Ja, Kruzifix, du blöde Sau, weil du mit der Pistole da stehst und rumschießt. Was glaubst du denn? Hast du darauf gewartet, dass Liam Neeson kommt und von der Pistole abbeißt? Genau, oder? So ungefähr. Brutal. Eine richtige Scheiße. Scheiße. Ich mehr nicht so fast sehen, aber Stunde 50 schreckt mich schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Aber ich bin auch so wie du, dass ich dann lieber, ich muss dann fertig anschauen, das geht nicht anders. Und der Schluss belohnt dich dann mit richtiger Scheiße. Außerdem hast du nämlich, wenn du abbrichst, dann hast du den Film ständig in der Weiterschauenliste. Das macht dann das geht gar nicht. Ja, apropos Netflix, habt ihr diesen Frankenstein-Unfall auch gesehen? Noch nicht, ne? Und? Ja. Schwierig.
Voll schwierig. Du hast ihm doch 4 von 5 gegeben. Ja, weil ich das 4 von 5? künstlerisch, Wahnsinn. ich hab Du liebst ich hab ja. lange über, ach Mann, Schau mal, lass im mich Kino- mal ausreden. Nein, im Kino war wieder gute Stimmung, obwohl er nicht im Kino war. Wie beim Joker 2. Ich hab das künstlerische, das habe ich bewertet. Aber Da fällst du auch hinter. er ist mir eigentlich zu lang. Er ist mir super zu lang. Und er hat halt, also es war halt jetzt eigentlich schon von der Handlung her so lame. Und das ist mir auch im Nachhinein gekommen, da habe ich ihn schon bewertet gehabt. Dafür hätte er eigentlich nochmal einen Sternabzug verdient. Dieses Monster Das ist ist ein hübscher. fucking Model. ist hübscher wie so mancher anderer in dem Film. Ich kann durch dran mit dem Monster. Ich flipp aus. Ja, also, er hat nicht einmal Nähte. Er schaut aus wie einer von die Engineers von Prometheus. Warum? Ja, genau. Warum hat er keine Nähte? Warum schaut er nicht aus wie durch einen scheiß Wolf dran und dann zusammentackert? Warum schaut er aus wie ein fucking Topmodel? Was soll die Scheiße? Ja. Warum ist er 28 Meter groß? Ja, Was schöne soll Leichen das? hergenommen. Wahnsinn. Dann das CGI aus der Hölle. Aus der Hölle. Das habe ich auch schon gelesen. Die Feuer, Hintergründe müssen ja furchtbar sein, oder? Hintergründe, Die Wölfe, die sind mir aufgefallen. CGI, Wölfe, gut, okay, los ihm, aber das CGI Gore unter aller Sau. Der richtige, also dieses ganze Märchenhafte vom Del Toro geht komplett ab. Wir haben also einen richtig totgefilterten, überbelichteten Netflix-Film, dem auch diese ganze Ausstattung nicht retten kann. Und die Ausstattung war wirklich toll. Und da kamen wirklich die einzigen Del Toro-Vibes rüber. Aber sonst war das eine Katastrophe. Also wirklich, der war langweilig, der war zu lang und hat scheiße ausgeschaut. Es tut mir leid, das war nicht gut. Ja, ich bin bei dir. Also, Warum wie schon schieben wir gesagt, nicht 4? ja, mein Gott, ich war mit dem Film Du mit den fertig. Scheißbewertungen. Ich war mit dem Film fertig, da war ich auf der Letterbox-Seite und denk mal, warum ist denn der so gut bewertet? Das verstehe ich auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also Dann muss ich das auch da, oder wie? 5 auf gar keinen Fall. Aber da habe ich so drüber nachgedacht, ja, okay, Du hast mit 5 spekuliert. er war jetzt künstlerisch schon nicht verkehrt, also dann gebe ich ihm 4. Du kriegst jetzt eine Letterbox, du kriegst einen es war- Bewertungslehrgang von mir. Es war aber eins in der Früh informiert und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, und am nächsten Tag ist mir dann das käme genau das, was der Mike gesagt hat. Ja, eigentlich für einen Frankenstein-Film Für war das einen ein Del Monster. Toro-Film. Und das mit dem CGI, was du vorher gesagt hast, das gleich am Anfang Ja. mit dem Schiff, Ja. da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein Animationsfilm ist. Ja. Das war wirklich So schlimm? beschissen. Also fast alle Hintergründe aus dem Rechner, das war wirklich Augenkrebs, war das. Die das hasse Typen ich. da gleich am Anfang, oder? Der hat eine ganz seltsame Bewegung dann Ja. gehabt, so komisch schnell. Und dann habe ich mir gedacht, wieso ist das jetzt ein Animationsfilm? Und dann habe ich mal den Captain nochmal genau angeschaut und gedacht, ja, eigentlich nicht. Das war echt Das war super das komisch. mit den CGI-Hintergründen, was mich bei Black Phone 2 so genervt hat. Ja, da haben wir auch Das, wenn's einige. Also da, vor allem, wenn sie auf dem See waren und dahinter der Berg und so weiter, das hat ja immer beschissen ausgeschaut. Aber Alter, weil das, man- Frankenstein ist schlechter. Ja, Echt? Ja. ja. Das ist Ah. wirklich Ich habe Katastrophe. mich voll gefreut auf den Film. Mir ist mir hat's Ja. schon viel genervt, dass ich bis jetzt noch nicht angeschaut oder noch nicht geschafft habe. Aber jetzt habe ich irgendwie noch weniger Lust drauf, weil man hört schon immer sehr durchwachsen ist, muss ich sagen. Er wird Also- zwar im Großen und Ganzen sehr stark bewertet, Ich aber wollte wenn man gerade sagen, dann ich höre so nur, einzeln... nur Stimmen herausragend her, und ich höre nur Film des Jahres und dann denke ich mir, Ja. was habt ihr da angeschaut? Was machen Sachen? Film des Jahres. Ja, für Okay. die scheinbar auch mit einer Letterbox-Bewertung. Ja, schon. Du bist nicht weit Okay, hier Der ist jetzt live. sofort Also be- ja, ich gehe jetzt in Letterboxd und ändere die Bewertung ab auf 2. Okay? Das ist so schlimm gleich, hat er da gar nicht gefallen, oder wie? Spinniam. Ja, dieser andere Zwei da, Rollen. der Lambda, wie heißt der denn da, der Österreicher? Der ist ja auch dabei, Walz. der Walz. Der spielt schon wieder dieselbe Scheiße, wie er seit Glorious Bastards spielt. Wahnsinn. Der Ja, kann wirklich das- gar nichts anders. Jetzt läuft nur ein Film mit dem im Kino, dieser depperte Dracula, mit dem Pädophilen da, mit dem, no, Ach, der vom Luc Besson, Luc oder? Besson, Nein. genau. Das ist ja, da habe ich auch gehört, das ist dieselbe Also dieselbe Dracula mit den Rolle. Pädophilen. Ja, weil der Besson, der hat seine 16-jährige Ziehtochter geheiratet.
Deswegen sage ich, er ist ein Pädophil. Ach so, ich meinte die Geschichte, dass die Dracula mit einem Das ist ja das gemacht Beste. Ich haben. habe das gehört, dass der Dracula gar nicht Weiber bezirzen kann, sondern er braucht aber ein bestimmtes Parfüm oder Enzym oder irgendwas. Er muss da irgendwie Parfum, nachhelfen. Parfum. Und so. Parfum. Also gut, Dracula habe ich nicht gesehen, aber werde ich einen Bogen machen. Das hat Ja, bis jetzt der alles ist nach vielleicht Katastrophe ausgeschaut. Bei den Prime-Deals für einen Euro maximal. Hexens. Ja. Ich immer noch, mag auch nur kurz schimpfen, es ist aber eigentlich ein Film, glaube ich, den darf ich nicht, der darf einen Titel nicht nennen, darum sage ich gerade mal, es geht um einen Monat, der im Untergrund stattfindet. Die habe ich das letzte Mal geschrieben, Mike, was ich da meine. Ein Monat, der im Untergrund stattfindet. Ja, gibt 3 Teile davon. Und da habe ich mir jetzt den ersten Teil angeschaut, der Holland Der rote Oktober. Okay, ich verstehe. Du weißt, ja, okay, passt. Leck mich am Arsch. Welcher Monat? Ja, sage ich nicht. Also wie gesagt, den darf man nicht bei uns nennen und so, aber... Ja, aber du darfst sagen, was für ein Monat das ist, oder? Dann kann man sich Ja, das sage ich zusammenreimen. gar nicht. Wir bleiben jetzt auf der sicheren Seite. Der Titel hat was mit Untergrund und einem Monat zu tun und es ist aber wurscht, weil Darf man Regisseur sagen? Und die weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt sagen, wenn ich das hören darf als Zuhörer und das darf mich so fucken, dass der Rauch davor geht. Ja, das passt schon. Super, du hast du hast Friends, du hast uns, was ist eigentlich los mit dir? Ragebait nennt sie das. Das ist ja für die Reichweite gut. Wird ja so als Underground-Perle und so teilweise gehandelt und ganz viel feiern. Ja, das zeige und ich habe jetzt den ersten Teil von 3 angeschaut. Boah, leck mich am Arsch, ist das ein Dreck. Ja, unfassbar. Also der hat ja gar nichts. Ich weiß nicht, wie dieser Hype um diesen Film entsteht. Jetzt muss ich mal schauen, was bei Teil 2 und 3 passiert, ob es da mal rund geht. Aber Teil 1 hat wirklich nichts gehabt, außer brunstdumme Scheiße und sonst nichts. Die ganze Zeit rennen sie umeinander und lachen über so so, ich sag, ja, wenn du keine Verrückten spielen kannst, dann mach keinen Verrückten, sondern mach einfach einen stillen Killer oder sonst irgendwas, du Vollidiot. Und dann hast du 3 Effekte, wo du sagst, ja, okay, wow, dann ein bisschen so Ekelscheiß drin, damit man halt, voll an die Grenze gehen kann, aber nix, was nicht andere Filme schon besser und widerlicher gemacht haben. Also, wenn euch ein Film über den Weg läuft, dessen Titel aus 2 Wörtern besteht, unter anderem Untergrund und ein Monatsname, dann macht's einen Bogen rundum in meine Augen. Und der Fred Vogel Regie führt. Ja, schaut's her. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Aber ist ja auch beschlagnahmt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist gar nicht geprüft. Okay. Weg mit der Scheiße. Wenn es euch interessiert, das könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, dann schickt mir echt den Titel. Ja, schreibt an Corby dann eine Nachricht, weil der sucht jetzt danach und wenn er es rausfindet, sagt er es euch. Ich hab's schon. Okay. Ich hab das noch nie gehört. Keine Ahnung. Normale Leid. Nein, ein normaler hat damit nichts zu tun. Na. Das ist schon wieder... Das ist für die Gestörten, das ist für die kranken Leute. Du bist krank im Kopf, wenn du das selbst so schaust. Ja. Und wenn du vor allem jetzt selbst kaufst, dann bist du richtig krank. Geh, Franzi. Ja gut, ich hoffe, von mir hast du ja den Film ausgeliehen. Ja, also. schon. Naja. Oder sogar ein T-Shirt davon hast, oder? Das ist Franzi. Nein, ein T-Shirt. Nein, hab ich nicht. Franzi. Also Franzi, die schon, ja. Ja, brauchst. Ja, absolut brauchst, ja. Was du absolut brauchst, nur kurz ein eingeschmissen, was mir gerade einfällt. Das letzte Mal beim Netto, es gibt jetzt von Kaba, kennst du dieses Pulver, oder? Kaba-Pulver, K-A-B-A. Ja. Da gibt's jetzt Schokoriegel davon. Wow. Wolleck. Du bist so der Nettogänger. Oder weiß ich nicht, seitdem es der Black Cat nicht mehr gibt, weiß ich nicht, ob du noch in Netto reinkommst. Ich hab bloß noch Holy. Gerade noch Holy. Ja. Aber wenn's Netto normal in der Kasse bei die Riegel, was du, wenn du so geil irgendwas Fettiges einfrisst, wenn du irgendwas siehst, dann hau da mal so einen Kaba-Riegel ein. Bomben, geil. Okay. Danke. Richtig geil, wieder. Auch nicht so groß, weißt du, also jetzt, wenn du den Kalorienhaushalt beachten möchtest, geht schon mal. Ein Riegelchen geht schon. Okay. Passt. Diese Kombi. Passt ein. Diese Kombi aus Kaba-Riegel und irgendeinem Guten Film. Guten Film, ja, wo man nicht mal einen Namen sagen, der von so verrucht ist, der irre. Verböden. Nicht. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn es bei uns so spinnt. Habt ihr noch was gesehen? Ich habe nämlich noch einen ganz guten gesehen. Ich hab nur 2 Sachen gesehen. Okay, der feine Herr. Ja, dann machen wir mal, Corby. Verzeih mal uns von deinen 2 Sachen. Und wenn ihr werdet euch ja denken, Mike weiter. Mensch, wie lange ist denn das schon her, dass der Corby das letzte Mal Doku dabei gehabt hat? Mike! Nicht lang genug! Ich habe keinen Film dabei, ich habe eine komplette Dokumentationsserie dabei. Ich habe mir nämlich jetzt die kompletten 4 Staffeln Clarksons Farm auf Prime angeschaut.
Und muss sagen, ich war köstlichst unterhalten. Ich habe mir davor, immer wenn ich die Bilder gesehen habe, nie was darunter vorstellen können und habe auch nicht verstanden, warum Leute sich das überhaupt anschauen. Also die gleiche Frage stelle ich mir auch gerade. Also, bin jetzt gespannt, was du verzeihst und was das da eigentlich geht, was da eigentlich passiert. Ja. Also vielleicht kennt ihr jemanden, den Jeremy Clarkson als Moderator von dem Automagazin Top Gear. Gibt's ja auch die Ground Tour auf Amazon Prime, wo er mit dabei ist. Ich als der Schraufer, klare Sache. Er hat sie 2008 eine Farm gekauft, die die ganze Zeit von jemand anderen dann bewirtschaftet worden ist. Dieserjenige ist 2019 dann in den Ruhestand gegangen und dann hat sich der Jeremy Clarkson gedacht, ach, wisst ihr was, dann mach ich es jetzt. Und er hat keine Ahnung eigentlich, was er da tut. Und man begleitet ihn praktisch dabei, wie er zum Landwirt wird, wobei er nie richtig zum Landwirt wird, sondern er baut halt eigentlich immer Mist. Und das ist echt amüsant und interessant, weil mir war das ehrlich gesagt bisher nur nie so bewusst, was das eigentlich für Scheißarbeit ist, Landwirt zum sein und auf was man da alles achten muss. Aber was das dann. Ja, du sagst doch, wann die aufstehen müssen, da bin ich schon raus. Aber was das alles kostet, aber was das alles mit die Viecher bedeutet und so. Dass du nie Urlaub hast. Dass du nie Urlaub hast. Weil ich im Winter geht's stempeln. Und ist echt eine coole Serie, sehr, sehr kurzweilig, wirklich einfach mal die erste Folge reingucken und selber entscheiden, ob man es noch weiter schaut oder nicht. Aber ich war sehr begeistert. Corby, ich freue mich ja schon auf die 5. Staffel, ist auch schon bestellt. Also können wir nochmal drauf zurück irgendwann, wenn du überlegst. Na, verzeih nicht mehr. Ja, du weißt ja noch nicht. Corby, ich hab dir schon 1000 Filme geschenkt. Schau doch halt einmal von denen was an, du verplemperst Zeit. Das stimmt, ja. Hast du jetzt schon mal einen Argento gesehen? Hast du schon mal einen Fulci gesehen? Nein, er schaut das Sims Live an. Ja, genau. Wir wollen jetzt die Classics wieder aufnehmen. Extra 1,5 Monate im Voraus im Dezember eingeplant, diese Aufnahme mit einem Film, den der Mike dir geschenkt hat. Bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Also Clarksons Farm war jetzt so wieder eine Serie, die ich mit meiner Frau zusammen schauen kann. Und bei den meisten Filmen, die mit dir schauen kommt, ist der von Mike empfohlen. Dann sage ich, na, was dann der Kani? Dann sage ich, na, nix du? Und dann, vielleicht. Dann schauen wir den nicht. So ein Pantoffelheld. Das ist nur die Gleichberechtigung. Ja, aber Klassens Form war witzig. Schön. Ja, habe ich gerade gehört. Ich habe viel Spaß gehabt gerade bei den Erzählungen. Ja. Na, klar, wenn du Spaß gehabt hast. Amazon Prime. Ja. Tu doch nicht so, als das dich interessieren, du blöde Sau. Nein, aber ich respektiere, wenn jetzt da das jemand gehört hat und möchte das singen, dann soll er sich das einbauen. Dann hast du mir nachgefragt für interessierte Leute, dass wissen, wo es läuft. Okay, das Richtig. ist nicht von dir, dass du so auf unsere Hörer schaust, wenn sie. Wie lange dauert das so eine Folge? Zwischen 40 und 60 Minuten. Was hat der für Tiere? In der ersten Staffel hat er nur Schafe gehabt, die sind aber dann irgendwann verschwunden, die hat er aber auch gehasst wie die Pest. Dann hat er sie in der 2. Staffel Rinder angelegt, die hat er dann in der 3. Staffel zu Burger verarbeitet. Es ist ja geil, wenn er dann da so ein Schild hat mit essen Sie jetzt die Besatzung der 2. Staffel. Und in der 3. hat er sich Schweine dann noch angelegt. Und da ist ihm dann, ja, er hat sich so gefreut, als er die Schweine angeschafft hat, weil er liebt Schweine. Bloß als ihm dann irgendwann klar geworden ist, okay, er hat sie die geholt zum Schlachten, da hat ihm das so das Herz zerstört, dass er dann kurz echt überlegt hat, ob er das jetzt nicht alles wieder abbricht. Glaube ich sofort. So stelle ich mir das vor, wenn er Kani sie die ersten Schweine zulegt und dann irgendjemand zwingt, okay, die müssen jetzt aber auch geschlachtet werden. Ich glaub, ja, wenn jemand zwingt, ist das was anderes. Der Typ hat sich ja freiwillig geholt, der ist nicht erzwungen worden. Ich sage, er denkt manchmal nicht so drüber nach, was er da macht. Ach so. Ja. Cool. Hat er einen Bulldog auch? Ein Bulldog? Vor der Bulldog? Ja, ein Lamborghini. Ein Lamborghini? Ja, ist ja klar, wenn ich mal gleich in der ersten Folge, ja genau, gleich in der ersten Folge schaut er sich verschiedene an und da denkt er sich, ja okay, ich habe jetzt was richtig Geiles, hat er sie aus Deutschland importiert, hat dann gemerkt, dass er dann am Feld war, okay, alles ist auf Deutsch. Die verklickt. Er versteht gar nichts und ab da hat ihm dann praktisch der Nachbarsbauer, der Caleb Cooper, helfen müssen.
Mit dem Fahren oder hat der selber einen Bulldogger gehabt zum Fahren? Einen Schlüter vielleicht? Beides. Beides. Was hat der für einen gehabt? Der hat einen Fendt. Das stimmt nicht, gell? Das sagst du jetzt einfach. Weil es die einzige Marke ist, die dir eingefallen ist. Nein. Ja, klar, schön, lacht er. Nein, hat er nicht. Google's halt dann. Kein Wort, das war. Ich bin letztes Mal hinten bei uns in den Hof und dann ist ein kleines schwarzes Schaf drin gestanden. Okay. Im Garten. Das ist ein Omen, das war der von The Witch, der, wie ist der? Schwarze Philipp. Ja, genau. Haben deine Kinder zum Singen angefangen und mit Ja, das Einzige, was ich gehört habe, war, oh, ist das lieb, kann man uns das puten? Ja. Und dann haben sie schon einen Strick dabei gehabt zum Abbinden, dass sie das mit heimnehmen können. Ja, und der Klo hat schon ein Necronomicon dabei gehabt. Und dann habe ich das Schaf dann genommen und das war noch ganz schlätzrig blutig, also das ist gerade frisch auf die Welt gekommen. Und das habe ich dann ganz lieb, habe ich es genommen, weil ich bin ganz nett. Und da gestreichelt. Nein, und dann habe ich gesehen, dass ein paar Meter weiter bei uns im Hof, weil ihr wisst ja, ich wohne am Arsch der Welt, schon auf links, und dann war also eine riesige Schafherde da hinter dem Maisfeld. Und dann habe ich sie wieder zurückgebracht. So bin ich. Aber das war voll krass, mein ganz Blut, also mein ganz Gewand, mir ist Blut abgegründet von oben bis unten. Das war wirklich geboren und die Schafe sind weitergegangen. Und also liegen die Herde. Ja, haben es echt liegen lassen. Du kriegst es mit den Nerven. Ich habe schon gesagt, jetzt nehmen wir es echt mit heim. Fickt euch ins Knie mit einem scheiß Rudel da. Jetzt Ja, da zu wird es uns. wahrscheinlich einen sauberen Beziehungsstreit geben, haben, wenn da zwei weiße Schafe ein schwarzes Kind kriegen. Sagen wir, wer ist da gekommen, wo ich im Urlaub war? Wer ist da gekommen? Okay. Da, ich zahle keine Alimente. Bäh. Oh, scheiße. Kruzifix. Habt ihr es mitgekriegt, dass unser Podcast mittlerweile so berühmt und bekannt ist, dass sogar aus dem öffentlich-rechtlichen Funk Teile aus unserem Podcast klaut, weil nämlich der Funk-Podcast, was die Woche wichtig war, jetzt vor kurzem Tops und Flops eingeführt hat in jeder Folge. Okay. Also Plagiatsvorwürfe sind raus. Hat er die 3 Ts auch? Noch nicht, aber ich warte gerade drauf. Also wird nicht mehr lang dauern, dass das dann auch noch reinkommt und dass sie sich gegenseitig beschimpfen. Fingers am Da wird jetzt Abzug, gerade oder? der Praktikant von Funk, der uns hört, da sitzen, auf seinem Notizblock. Scheiße. 3 Ts. Okay. Oder er denkt sich, fuck, Aufkleber, ich hätte nie gedacht, dass sie Scheiße. einer von denen Nachrichten anhört und sie wirklich ein bisschen Allgemeinbildung zulegen möchte, jetzt am Aufsprung. Verdammte Scheiße. Na, die haben jetzt seit kurzem, ich glaube seit 4 Folgen, machen die jede Folge Tops und Flops eine. Und da haben wir gedacht, alles klar, Shots bin fired. Mhm. Ich suche mir jetzt auch was wir einer klauen und wir dann einfach übernehmen. Also ich mag Funk, aber das als Nachrichten zu bezeichnen, ist schon grob. Was ist es denn dann, wenn es Nachrichten machen bei was? Das ist einfach ein öffentlich-rechtlicher Zweig von ARD. Nein, das ist ein Nachrichtenpodcast, was die Woche wichtig war. Ach so, das habe ich nicht verstanden mit dem, dass es ein Podcast ist. Du hast einfach nur also es zum ist Schimpfen von gefragt. Funk ein Format. Okay, verstanden. Jetzt hat. Jetzt, okay. Genau. Ist Und für woher junge, hippe weißt du Leute, also das? genau für den Mike. Weil die Du haben hörst ganze doch keine Anglizismen. Podcasts. Das ist einer der wenigen, die ich her. Weil das ist einmal in der Okay. Woche eben am Freitag, also ein Roundup übers Weltgeschehen und auf eine halbe, dreiviertel Stunde schön kompakt gehalten, den kann man sich dann einmal im Auto schnell anhören. Nach dieser Information, mein Freund, darfst du Aber nicht jetzt- mehr behaupten, dass du keine Podcasts mehr hörst. Stimmt. Ich habe ja immer dazu gesagt, dass ich fast keine höre. Na, ja, schon Es immer, gab ja schon einmal noch immer. Mordlust, den ich gehört habe. Mordlust habe ich auch mal gehört. Habe ich auch mal in die Rolex verzeiht. Geil. Jetzt Und ich gibt's auf, glaube, dass Mike. ich diesen, was die Woche wichtig war, schon öfter mal erwähnt habe, dass das einer der wenigen ist, die hier. Merkst du was, Mike? Er ist so ein Lügenbaron. Weißt schon jahrelang belügt Ja. er uns da, dass er keine Podcasts hört. Jetzt zeigt er gleich 5 Ja. auf. Dann Schwierig. jetzt nach über 300 Folgen raus, dass er Friends hasst. Was ist eigentlich? Das hab ich gewiss schon mal gesagt, weil Friends die Nein, Zeit kein Mensch meines hasst Lebens war. Friends. Kein Mensch Alle hasst hassen Friends. Nein, geht nicht. Alle. Das sagst du nur, 1, 2, 3, Nummer weil 3. es edgy sein möchtest. Angie, wer ist denn das? Edgy. Also, weil Edgy sein, ich habe jetzt Ja. mal nämlich Angie von Friends. Edgy, ja. Wir schaffen Wir hatten das. sonst noch was gesehen, weil ich hab nur einen Film. Ich habe Together Mike hat hab auch ich noch was gesehen. gesagt, Together. Ah, den hab ich auch gesehen, ja. Da habe ich eine schöne Blu-ray gekriegt von Leonine. Und der war ja so unter diese Top 3 der Horrorfilme im Oktober, meine ich, war das. Mit Bring Her Back und Weapons. Und ins Kino habe ich es leider nicht geschafft. Und habe mir jetzt quasi so angeschaut. Hat aber daheim auch sehr gut funktioniert. Und zwar haben da der Tim und die Millie sind, die machen Urlaub. Die haben ein bisschen ein Problem miteinander, beziehungstechnisch. Sie haben sich wegen voneinander entfernt. Emotional als auch körperlich und alles einfach, der Fuck jetzt einfach hinten und vorn.
ich glaube am ersten Abend, sogar am ersten Tag, machen sie einen Spaziergang und brechen dabei in einer Höhle ein und nächtigen da drin, weil sie nicht mehr rauskommen aus dem Ganzen. Werden dann gerettet und von da weg spüren sie brutale Anziehungskraft aufeinander. Also nicht nur so wie ein Paar, sondern so wirklich wörtlich Anziehungskraft. Und sobald sie sich berühren, fangen sie an, miteinander zu verschmelzen. Genau, und dieser Umstand bringt ein paar wirklich coole Sachen mit sich und ein paar coole Situationen, Körperdeformationen und ja, genau. Und dazu auch sagen, es ist der Horrorfilm des Jahres. Na, da waren jetzt die anderen zwei stärker, aber Hab ich mir auch gedacht, mir hat der schon sehr gut gefallen. Er hat zwei Szenen drin gehabt, die haben mich zu Tode erschreckt. Diese Traumszenen vom Tim mit seiner Mutter und mit dem Vater. Boah, lecker, das war voll krass. Leck mich im Arsch. Wenn sie mir jetzt wirklich gerissen. Es war nicht so, dass der Jumpscare, ich habe diese auf moderater Lautstärke gehört, weil Family geschlafen hat. Aber dieses Bild allein, wie ich gesehen habe, mir jetzt innerlich, wie der Kahn immer sagt, einen Hoden in die Bauchhöhle reingeschossen. Ja. Krass. Also es waren wirklich ein paar so Szenen drin, richtige Horror-Szenen, die wirklich super funktioniert haben. Die Body-Horror-Elemente waren super cool, auch wie das umgesetzt worden ist. Am Schluss ein bisschen durchwachsen. Da hat man vielleicht ein bisschen Fate gesorgt, wo man sich ein wenig zurückhalten hätte können. Aber so die anderen praktischen Effekte waren super stark. Auch wie gesagt, die Scheißer-Szene, oder? Die Scheißer-Szene war gut. Natürlich ist das, was du jetzt nur erwähnt hast. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet. Aber ich habe gehofft, dass der Mike erwähnt. Oder dann dieser Hybrid, der dann einmal noch zum Singen kommt und so. Also cool. Also schöner Film, den der Michael Shanks da gemacht hat, war sehr unterhaltsam. Hat ein paar humorische Einlagen drin gehabt. Die zwei Hauptdarsteller, Dave Franco, Alison Brie, haben ja in wahren Leben auch ein paar, haben super harmoniert in dem Film. Man hat einer das wirklich abgenommen. Und wie gesagt, auch diese ganzen Metaphern, die der Film da bearbeitet, dann visuell zum Sehen, diese ganzen Probleme, die haben, dann so auf die Art visualisiert zum Sehen, fand ich super cool. Also ich fand den wirklich sehr gut. Ist vielleicht auch unter meine Top 10, wer weiß. Aber von diesen 3 Filmen, die da im Oktober rausgekommen sind, war er der schwächste, wobei das aber immer noch Nörgeln auf hohem Niveau ist. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Die Mythologie fand ich vor allem cool. Ja. Also die Idee dahinter, das definitiv. Und da hätte ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Okay. Ich hab gemeint, im zweiten Teil Threesome heißt der dann, da gehen wir dann mehr auf die Mythologie eingehen. Okay. Bin ich dabei. Ja, Corby, du? War er schön? Hat er dir gefallen? Ja, aber das, was ich jetzt gerade gemeint habe, ist, klar, natürlich kommt relativ zum Schluss dann diese Auflösung, was es mit dieser Mythologie ja auf sich hat. Und das war mir dann alles ein bisschen zu knapp. Also da hätte ich gerne noch mehr davon gesehen und auch das Finale fand ich ein bisschen schwach. Cooles Ding, coole Idee und du hast definitiv recht, sie haben super miteinander harmoniert, aber also bei mir wird das sicher nicht in der Top 10 auftauchen. Okay. Dafür fand ich ihn einfach zu wenig. Okay. Also da hätten schon noch mehr machen können. Die Szene auf der Toilette, ja, also das tut schon weh beim Zuschauen. Mhm. Das ist jetzt super unangenehm, aber trotzdem auch irgendwie witzig. Ich finde das auch vom Stil her gut umgesetzt, weil es ist sau peinlich, unangenehm, es wird sau knapper mit darf ja nicht erwischt werden und so und trotzdem musst du irgendwie lachen, also ich fand das sau geil umgesetzt. Ja. Und da fand ich ja geil, wie es dann sie entschuldigt hat und er dann erst so schaut und denkt, warum, was passiert jetzt? Und dann ratscht. Ja. Also ich finde, dass der Body Horror wird in letzter Zeit im Kino immer präsenter und das finde ich gut. Ich mag das. Deformierende Körper, verschmelzende Körper. Carpenter hat noch mal irgendwas gesagt, jetzt kommt vielleicht sogar noch ein Sequel to The Thing. Leid, immer her damit. Vielleicht noch vom Blob, ein neuer Blob-Film. Ich mag das Leid, schmelzen, aufsaugen. Das Stuff war noch im zweiten Teil verkauft.
War auch noch geil. Finde ich Ja, gut. Body Horror, mehr bitte, bin Ja. auch dabei. Ich liebe Body Horror. Du hast ja vorhin gesagt, sie sind gerettet worden. Die haben sie, glaube ich, selber gerettet, oder? Die haben bloß gewartet, bis das mit dem Regen aufhört, dass sie rauskraxeln können. Leck, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich meine, der Ja, Handel, die Männer haben sie selber gerettet. Haben sie selber gerettet? Ich glaube schon. Ja. okay, Ich habe das auch so im Kopf, dass dann am nächsten Tag dann abgehauen sind. werden sich selbst gerettet. Haben. Tun. Von Tour 3 Plump perfekt plus Quam. Wisst ihr, was ich noch gesehen habe? Nein. Endlich mal wieder ein Film mit dem Tom Cruise. Oh, das große Finale. Na, Oh, na. Es Das habe war ich auch ein noch nicht Film. angeschaut. Ich Es auch war ein nicht. Film mit dem Tom Cruise und mit dem Jamie Foxx und der ist aus dem Jahr 2004. Collateral. Yes, Ah. genau. Vom Michael Mann. Ich glaube, das ist der Michael Regisseur von Mann. Heat. Der Money Mike. Der Michel Moni, habe ich dir Ja, wieder Lob. kennst du Mein Gott, dass der euch immer über mich lustig macht. Nein, das ist doch schon, schon. Corby, was ist denn los? das ist Ja, schon red doch traurig. gescheit, du Spast. Ja, war klar. In Collateral, oder? So spricht man Ja. den aus? ja. Red doch nur. Gesundheit. Geht's um den Taxifahrer, gespielt vom Jamie Foxx in Los Angeles, der einen mysteriösen Fahrgast Jamie mitnimmt. Foxx heißt der, Jamie Foxx. Na, so hast du nicht. Okay, Entschuldigung. Und da stellt sich wenig später heraus, okay, dieser Fahrgast ist ein Auftragskiller und der wird gespielt vom Tom Cruise und der zwingt dann diesen Fahrer, dass er ihm hilft, und zwar bei seiner mörderischen Tour durch Los Angeles. Das Ganze spielt innerhalb von einer Nacht und hab mich echt gut unterhalten. Ich habe den Film schon 800 Mal immer als Vorschlag präsentiert bekommen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, okay, So ich geht's mag- mir ich mag zwar einen Tom Cruise nicht, aber dann schaue ich mir das halt mal an und habe es nicht bereut. Also das Ding war ja dann auch für 2 Oscars nominiert, einmal für den Schnitt und einmal für den besten Nebendarsteller für den Jamie Foxx, auch. Was Fox, er, Jamie Foxx. was er, by the way, verdient gehabt hätte. Und das Ding war ja auch Box-Office-technisch ein ziemlicher Erfolg. Also hat er 65 Millionen Budget gehabt und hat 220 Millionen eingespielt. Mhm. Zu 2004, das war damals echt viel. Heute würde man sagen, na ja, Flop. gerade nur so durchgekommen. Weil ich habe damals gesehen, wo er rausgekommen ist, aber ich habe da keine Erinnerung mehr. Ich weiß halt nichts mehr, du kannst mir jetzt alles verzeihen. Ja, ich kann dir auch nicht sagen, ob ich ihn schon mal gesehen habe, ich weiß nicht. Also, der Ding spielt da mit, der Mark Ruffalo, der spielt einen Bullen. Mit Bart. Polizisten, hallo. Nein, ich glaube, er hat sich selber als Bulle bezeichnet. Ja, so geht's nicht. Okay. Ja, gut. Dann schreiben wir ihm da einen Brief, dass das ja, so das nicht ist geht. echt so, Ja, Staatskräfte glaub kann man nicht so bezeichnen. Was ist denn los mit dem? Ja. Auf jeden Fall coole Verfolgungsjagden durch Los Angeles und die Disharmonie zwischen Tom Cruise und Jamie Foxx ist einfach sehr schön. Cool. Dann schauen wir jetzt dann doch auch noch an, weil mir geht's wie dir, ich habe mich ständig irgendwo, könnte ihnen auch gefallen und haben sie schon gesehen und hast du nicht gehört und was weiß ich. Und irgendwann jetzt einmal ab, deine weißen Haare, Tom Cruise, mal ich den jetzt sehen, schau, dass du schleichst. Ja. Aber ja, dann, wenn du sagst, es empfehlen, kann man sich anschauen, dann hauen wir jetzt vielleicht demnächst einmal eine. Aber erst mit dem Frankenstein. Echt? Ja, haben ich wir denk- mich nicht ein bisschen abgeschreckt? Nein, ich darf man ja so oder so schauen, weil Del Toro-Filme kehren sowieso gesehen und auch wenn es jetzt vielleicht der schwacher ist, muss ich mir trotzdem mal angeschaut haben. Was aber noch was ist, was man sich anschauen kann, war aber eher jetzt was für ein Corby, weil ich habe noch ein Anime für euch dabei, der wohl leck ist, und zwar Ranking of Kings. Ich weiß nicht, ob der was sagt, Corby. Nein. Geht um einen kleinen Prinzen, den Boji, und der ist taubstumm und in seinem Königreich, wo er lebt, wird er halt von alle eigentlich immer so als der kleine dümmliche Prinz abgetan und der total schwach ist und es wird sich über ihn lustig gemacht, weil er ist eine Taube, er versteht die nicht. Aber er kann nicht Lippen lesen, stellt sich dann irgendwann raus und man weiß dann, dass er immer schon verstanden hat, wie sie sich über ihn lächerlich machen und dass sie ihn eigentlich durch den Dreck ziehen und nicht ernst nehmen. Ist er jetzt, glaube ich, auf 23 Folgen gerade, sind das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also es sind nicht so viele Folgen, dass man sich, die kann man sich ja schön durchschauen und ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, mit schönen Charaktere, auch mit ganz vielen tragischen Figuren, nicht gerade jetzt eben der Boji, der schon immer da belächelt wird, sondern dann auch noch sein Kumpel, der Kage, der dazukommt. Der Zeichenstil ist auch cool, der erinnert mich ein bisschen so an Animes aus den 70er vom Stil her und auch vom
von der Farbsättigung her teilweise. Ist ein ganz komischer Stil, der aber voll cool passt. Cooler Soundtrack dazu. Also Ranking of Kings für Leute, die gern Animes schauen und auch mal ein wenig herzlicher wollen und nicht total überzogen und abgespaced, wie viele andere Animes sind, dem kann ich das empfehlen. Also ideal für Mike. Ideal für Mike, ja. Hör damit. Ideal für die Kiddies auf alle Fälle zum Anschauen, hat eine sehr gute deutsche Vertonung dabei. Habe ich sogar lieber auf Deutsch geschaut, ist mehr als O-Ton, was ich ja normal tue bei Animes. Und die Figur der Hauptfigur der Bougie, der Prinz, er ist halt auch wirklich schnuckelig. Den möchtest du immer im Arm nehmen und möchtest ihn halten und möchtest, dass ihm nichts passiert, dem armen kleiner Bougie. Bougie. Wo hast du den gesehen? Crunchyroll. Mhm. Okay. Ist er drinnen. Es ist dann auch nochmal 10 Folgen drinnen mit so, wo dann nochmal Geschichten von ein paar Figuren in der Vergangenheit und so verzeiht werden. Das kann man sich, ist auch nochmal gut. 2 Folgen haben nochmal einen ganz eigenen Animationsstil dabei, tut aber jetzt nichts zur Hauptgeschichte großartig dazu. Also, aber sollte auch erwähnt sein, dass nur 10 Folgen dazu gekommen sind. Aber hier noch mein Abschluss Warleg, Ranking of Kings. Was fürs Herzi. Okay. Ja, super. Also heute haben wir echt mal wieder ein Potpourri der Genres dabei gehabt, oder? Ja, Auf jeden Achterbahn Fall. der Gefühle, wie unsere Warlegs immer sind. Ja. Aber ich bin mit meinem Buben keine Zeit, sowas zum Anschauen. Erstens einmal schauen wir gerade noch die zweite Hälfte vom Kampf der Titanen haben wir noch am Schauen. Der Originalfilm aus Geil. 81, glaube ich, ist der. Ja, irgendwie so, ja. Ja, hervorragend, ganz starkes Ding. Mit den Kindern schaust du dir den an. Kampf der Titanen. Ja, Ja, nicht mit den Kindern, der mit dem Großen halt. okay. Perseus und so. Kind, machen wir Einer schon mit- Ich kenne den Film, aber da haben Schwerter, das sind Monster für Okay. Burm, genau das Richtige. Auch von Okay. die Effekte von dem Harryhausen. Harryhausen, Ja. oder? Ja. Geile Stop-Motion-Monster. Voll gut. Er hat zwar dann einmal gesagt, so, ja, weil ich versuche mir ein bisschen was noch mitzugeben. Also, er soll ja nicht nur mit dem modernen Klump einsteigen, er muss ja mal was Klassisches sich auch anschauen. Und was ist klassischer wie Stop-Motion? Und er hat zwar schon mal gesagt, so, warum schaut jetzt das so aus? Sag ich, schaut's gut aus, gefällt's dir? Es schaut gut aus, aber es schaut anders aus. Sag ich, ja, dann passt's doch. Und Das war war doch gefällt auch- dir und schon aufgezogen, oder? war da nicht eine Armee aus Skeletten und das war sowas? auch noch mit Sindbad dabei? 7. Reise, glaube ich. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, glaube ich, war das der. Ich glaube auch, ja. Mit den Skeletten Okay. war Sindbad. Der hat mich gruselt früher. Echt? Ja, mir. Ja. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, zweite Hälfte Kampf der Titanen, jetzt kommt dann Medusa. Und die Dreckmatze ist ja wirklich grob. Jetzt bin ich gespannt. Cool ist ja auch, der eine steht gleich am Anfang. Ich habe gedacht, ja, jetzt weiß ich nicht, was der für Freigabe hat, ab 6, keine Ahnung, 12 Monate werde er nicht haben, kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch Auf nicht. jeden Fall, sie kommt nach Joppe, der Perseus, und dann, ja, warum brennt denn da hinten einer? Da ist einer am Scheiterhaufen, weil er die 3 Fragen nicht richtig beantworten hat können. Und dann zoom auf die brennende Leiche. Nur die brennende Leiche schaut so beschissen aus, dass mein Bruder das nicht kennt hat, dass das eine Leiche ist. Sonst hätte ich die Frage 100% gekriegt, was ist da los? Bap. Und dabei war das alles, ich habe wirklich auch zweimal hinschauen müssen. Es schaut wirklich so schlecht aus, dass ich mir gedacht habe, ja, schön. Das ist jetzt so. Das war der mit der goldenen Eule, oder? Mit Ja. der goldenen Roboter-Eule war das Ja, der? genau. Dann habe ich den auch mal gesehen. Der war echt gut, der hat mir gefallen. Das ist, ja, genau, da mit dem wieder geheißen Sam Worthington, oder? Ja, das Das Remake. Ja, Kampf der Titanen und Zorn der Titanen waren Genau. die zwei danach. wobei vom Zorn gar nichts mehr weiß. Da war es der erste war eigentlich ganz cool, der Kampf der Titanen. Aber vom zweiten weiß ich auch nicht mehr viel. Ah gut, Monster hauen sie. Also wie So ist gesagt, das ich darf es probieren. Ich probiere es weiter hier. Ding haben wir noch vorher drin gehabt, ein Batman hält die Welt in Atem. Ich glaube, aus die 60er oder so. Dieser Ja. Batman. Aber da hat er dann beim Vorspann schon gesagt, ich möchte jetzt lieber was mit mehr Action singen. Da hab ich gedacht, ich habe eh noch diese am Stoß 3 Filme, eben Sindbad 7. Reise, Batman hält die Welt in Atem und Whisky Kampf geholt der und hast dann Titanen. gesagt, eine Flasche Whisky geholt und dann die Mom gerufen und gesagt, jetzt kriegst du mehr Action. Ach, jetzt, Was ist denn los Mann, mit So jetzt macht dir? man das am Land jetzt macht draußen. man Schluss. Alter. Jetzt So glauben's was mir. macht man am Land. Jetzt Was ist glauben mit euch? Also jetzt legst du bitte mal hier, Conny, Wahnsinn. gell? Ja, ich bin Also für übernachtig. heute ist echt Wahnsinn. Jetzt, Genug. Ich mag jetzt nichts mehr verzeihen. leg die hin, schaut auf Folge Friends so. Auf die Waterflasche Können wir mal ein auf die bisschen Waterflasche runter da. Whisky. Nein, da macht was richtig grantig. Scheiß Friends. Okay. Ja, da gehen wir ins Bett, das ist eh schon Auf halb jeden 11 Fall Uhr. freut uns, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr jetzt 1,5 Stunden dieses Geballer da an Informationen und Meinungen euch
gegeben habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaut überall vorbei, wo es coole Podcasts gibt und wo man Sachen liken kann. Da sucht uns, liked uns, teilt uns ein bisschen umeinander, Mundpropaganda natürlich auch. Und es naht natürlich die Weihnachtszeit, jetzt könnt ihr wieder unser wunderbar sexy Steady-Abo verschenken. Besser kann man Leuten nicht sagen, dass man es liebt, indem dass man einfach einen Podcast von uns verschenkt. Das ist mehr wert, als eine Niere zu spenden. Richtig. Also. Kriegt dein Mann wieder ein Steady-Abo? Weiß ich nicht. Wenn einmal ein paar Steady-exklusive Folgen wieder rauskommen, dann schon. Ja, jetzt halt hier Classics haben wir jetzt wieder ein Format. Also geht schon los. Passt. Na, also sehr schön, von meiner Seite war ein cooler November. Jetzt bin ich noch gespannt, was alles im Dezember kommt. Und natürlich auch unser Jahresranking, Letterboxd-Folge. Was waren unsere 10 Lieblingsfilme? Gibt natürlich auch noch. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Weihnachtsspecial, Corby und ich bereiten uns schon vor für ein Weihnachtsspecial für euch. Jetzt kündigt das nicht an, das ist so wie beim Halloween-Special, das wir dann auch nicht gemacht haben. Ja, da haben wir kurzzeitig AIDS gehabt, was soll man denn machen? Okay. Jetzt geht's wieder. Also mir ist nur wichtig, schreibt's in die Kommentare für alle, die Clarksons Farm gesehen haben, dass ich nicht gelogen habe und dass der Caleb wirklich ein Fan fährt. Und ein Porsche. Und schreibt's rein, dass der Schlüter der Bessere war. Team Schlüter. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nie von der Clarkson Farm. Der hat doch keinen Podcast, also kannten wir dann nach wie vor der Beste sein. Ausgezeichnet. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.